Gut, da begrüßen wir euch für eine Gemeinderatssitzung, die zweitletzte für das Jahr. Wir haben rund 10 Punkte im Ordre du Jour plus Fragen an Informationen. Ich wollte für uns anfangen eine kleine Modifikation proposieren. Der Punkt 10.1 als eine Konvention am Kader vom Naturpakt. Und da ist es so, dass wir am letzten Gemeinderat schon Kontrakt dabei mit den Bauern gestimmt hatten. Und da hungen hannen drun die Konventionen zum Naturpakt schon drun. Ich hatte das nicht mehr so am Kopf, dafür hätte ich gesagt, wir sollten dann das Konventionen zum Naturpakt hannen drun hängen. Wir haben die Aussicht letzte Woche mit den Kontrakten mit den Bauern schon mitgestimmt, als Ensemble. Dafür wollte ich proposieren, den Punkt vom Ordre du Jour aufzuholen, weil er aus sich superfetatoire ist, weil das schon an dem letzten Gemeinderat mit durchgegangen ist. Entschuldigt für den Müssel, der das auf meiner Mischt gewusst. Voilà. Sie da immer da verstanden, den Punkt vom Ordre du Jour zu holen. Ich gebe da just ein Wort bitten, Sie da immer da verstanden. Da das innernimmt, da können wir den Punkt offiziell vom Ordre du Jour aufholen. Voilà. Da geben wir auf den ersten Punkt von der Séance publique übergehen. Das sind Kreation, gratuit, Suppression de Post. Da haben wir als allererst einen Posten von einem Employé kommunal an dem Service Technik. Die könnt ihr euch erinnern, dass wir einen Appell à Kandidatur gemacht hatten für nur einem neuen Kandidat, Architekt oder Ingenieur für die Service Technik zu sichern. Wir sind ein bisschen anders das Vorgänge, wie wir das sonst gemacht haben. Wir haben sonst Kreation de Post auf einer bestimmten Karriere gemacht und hatten aber oft die Situation, dass man nur der Kreation de Post nicht genau die Karriere von tun und Kandidaten und dass man dann noch müssten eine neue Kreation de Post machen, für dann eigentlich den Kandidat, den wir gerne geben, zurückbehalten, auch könnten anzustellen. Das haben wir umgedreht gemacht, wir für diesen Appell à Kandidatur gemacht, wo wir abgelost haben, ob wir eine A1 wollten fanden oder eine A2 geben fanden. Am Hühne eine Reihe Kandidaten gesehen. Und hier ist dann am Punkt 2 davon, dass wir hier, das ist der erste Punkt, eine Kreation de Post proposieren von einem Employé kommunal A1, den wir dann noch geben ausschreiben, wo wir dann noch hoffen, dass der und den anderen sich dann darüber meldet und noch ein Kandidat, den sich ganz gut bei uns schon eine erste Kehr präsentiert hat, mit der dritten ein Platz, den wir dann ausschreiben, und wo dann noch natürlich jeder sich kann drauf melden, den sich wählt oder darüber melden. Weil es geht darum, einen Architekt anzustellen, den als Service Urbanisme am Service Technik unterstützt. Dazu kann ich noch sagen, dass man seit dieser Legislatur von unseren Techniker haben, den an einem Gemeinderat ist. Das heißt, dass den dann ein Tag an der Woche Congé Politik hat. Darüber hinaus haben wir auch einen Techniker, den nicht mehr 100%, mehr just nach 60% schafft, sodass wir am Anfang da auch ein bisschen mehr Stunden haben, die aktuell dann auch hier auf der Gemeinde für den Service Urbanisme geschafft wird. Und dadurch dann nachher auch erklärt, wie wird man den heute Posten kreieren, und ich gebe dann nur auch zweite Posten nachher drüber gehen, weil das auch eine Konsequenz davon ist. Voilà. Gehen nicht frohen zu der ersten Kreation der Post von einem Employé kommunal A1. Nicht weiter, da gebe ich das Kreation der Post zur Aufstimmung bringen, wen hast du mal drauf verstanden? Das dann unangenehm. Zweiter Punkt nach der Kreation der Post als ein Post von einem Salarié à tâche intellektuell B1. Da ist es so, an der Konsequenz von dem, was ich gerade gesagt habe, haben wir an der Zeit, wo wir gemerkt haben, dass wir wirklich einen Engpass hatten am Service Urbanisme. Das heißt, wo wir am Anfang am ganzen 60% von einer Temps plein verloren haben wir eine Person an einem CDD angestellt, für mal über Tronnen zu kommen, für das auch Arbeit nicht leihe bleibt. Und wir geben dieser Person, weil der Mann schon aus vom Service, wir haben eigentlich lo, wenn nächsten angestellt wird, haben wir eigentlich dann so mal 2,5 Platz haben wir als Ingenieur oder Architekt.
an dem Service Urbanisme an wat demande auch vom Service auch von der Chef von dem Servicetechnik, dass die Person hai auch kennt nach weiter fir Gemeng schaffen an du Nummer so evaluiert, wie man dat kennten auch stemmen an du Nummer gesot okay wir können als Gemeng fir de Service Urbanisme nach eng Person an engem B1 erstellen, das dann net nach en Kern A2 oder en A1, wat auch natürlich von den Kachten hier mi heich gewircht wär fir de Service aber zu unterstützen, wat am Fong 50% bleibt nach iwrech fir op drei Ingenieuren zu goen, wo man gesagt okay mir gefen dat proposieren fir eng Kreation de Post zu machen von engem Salariatage intellektuell B1, wo die Person, die dann am Moment he schafft, sich auch kein Drop melden an dann auch weiteren Deel von der Equipe können zu sehen, weil Servicetechniker sein ganz zufrieden mit ihrer Arbeit und dafür geht man eigentlich dann froh in eine Kreation de Post zu machen, dass es sie oder auch natürlich kann he auch im anderen sich Drop melden, die Equipe da weiter kann unterstützen. Das als Explikation zu dieser Kreation de Post. Bin dazu frohen. Gut, da gebe ich auch das Kreation de Post von einem Postsalariatage intellektuell B1 zum Wort bringen, wenn das du mal auch verstanden. Das auch unanim. Merci dafür. Dann den dritten an den vierten Punkt betrifft Musikschule. Die gebe ich gerne zusammenholen. Das ist so, dass Niveau von der Musikschule 2 Posten kreiert goen, die aber just Posten sind von einer 75% Tasche. Wir haben die Situation, dass wir ein Salariatage intellektuell B1 haben, den auf einer 75% Tasche ist, den aber bereit ist, für auf 100% zu gehen, weil durch ein Demand ist von der Direktion von der Musikschule. Und für das wir die Person können aus einem 75%igen Kontrakt auf einen 100%igen Kontrakt holen, muss man einen Posten schaffen, den auch zu 100% vorgesehen ist. So, für nicht an dieselbe Situation nachher zu kommen, als Proposition die, es gibt 2 Leute, die als B1 bei der regionalen Musikschule schaffen, und das geht von denen den 100% schafft. Mir als Proposition ist aber die, für 2 Posten zu schaffen, die 100% sind, für einfach auch den Leuten Möglichkeit zu gehen, dass wenn sie wollen, ein Jahr mehr schaffen oder immer auf 100% zu kommen, dass man da nicht drin muss, eine Posten schaffen. Das heißt, bei der Musikschule geht es halt wirklich nur mal gar nicht darum, für neue Posten zu schaffen. Es geht am Anfang darum, für am Platz 2 Posten auf 75%, möglich 2 Posten auf 100% zu haben, wobei man aktuell eben den Mond von einem von denen 2, die schon schaffen, und der will auf 100% herabgehen. Voilà. Das vielleicht als Explikation. Und dann haben wir gesagt, okay, wir können doch eigentlich all die anderen Posten, die abstehen, die wir nicht brauchen, können wir auch supprimieren, weil sie oft nicht Werte gebraucht gehen. Die stehen noch ab und dafür ist eben am 4. Punkt eine Suppression der Post vorgesehen. Proen dazu? Gut, dann am 3. Punkt, Kreation der Post von 2 Postsalariatage intellektuell B1 zu 100%. Sie haben da auch verstanden. Das ist unanim. Und dann an der Konsequenz, am 4. Punkt, Suppression von 4 Posten. Das ist auch unanim. Dann kommen wir bei den 3. Punkt von dem Ordre du Jour. Das ist die Approbation von verschiedenen Konventionen. Da haben wir als allererst ein Contrat de bail à ferme. Da geht es 2 kleine Parzellen hier an der Rue des Merciers, wo Privatleute ein Haus kaufen und haben drunter empfangen Terrain. Das ist ein Biss, der der Gemeinde gehört, mit der wir am Anfang nicht ganz viel machen. Und du hast den Mond kommen von der Koppel, ob sie die Wiss können anlohnen. Das haben wir mit diesem Contrat dabei gemacht. Also es geht um eine ganz kleine Parzelle. Wir schwätzen noch nicht von hohen Loyer, aber es geht am Anfang darum, dass wir die Parzelle dann noch können so nutzen für 150 € die Jahr. Voilà, das ist ein kleiner Kontrakt. Ben? Am Anfang so, dass der Proprietär von Fiedron, den leider verstorben ist, den hat die Parzelle auch genutzt gehabt als Gärtner. Und das hat man aber kontraktuell nicht so richtig festgehalten.
und dafür sind wir nur auf dem Weg, einfach dann da in Bayern für Theoretik zu machen. Ne? Das, Genau, ja. Okay, nicht noch Fragen zu diesem Kontrakt. Da gebe ich den zur Aufstimmung bringen, wie noch du da verstanden. Da das auf unanim ohne den Jean-Claude. Dann den zweiten Punkt hier, das ist ein Contrat de bail pour logement abordable. Da geht es um ein Appartement an der Rue des Merciers, was Lohnes verlohnt ist. Das ist aktuell so, für das ihr das wisst, dass die 4 Appartementer, die wir an der Rue des Merciers haben, alle guten verlohnt sind. Es waren noch 2 Dossiers, die Abstimmungen, die wir zusammen mit dem Office Social auch diskutiert haben, wo wir am Anfang über den Office Social auch eine Proposition kriegen für die 2 Appartementer auch zu vergehen. Hier also den ersten Kontrakt, den Englisch mit Oktober angelaufen ist. Den zweiten Kontrakt, den werden wir dann am nächsten Gemeinderat machen, weil den ist den 1. November angelaufen. Aber da wisst ihr schon, dass die 4 Appartementer alle 4 besetzt sind. Es war im Moment eine Diskussion, ob man ein Appartement abstoßen lassen. Wir müssen so viele Demanden von Leuten, die Wohnungen sichern, dass wir so tun, wir müssen der Demand auch entgegenkommen und dafür haben wir die Appartementer auch besetzt und eben noch mit Leuten, die auch am Zwiebel sind vom Office Social. Voilà. Wie gesagt, dann den ersten von den 2 neuen Contrats de bail pour logement abordable. Und da freuen Ricardo und dann Christoph. du hast gesagt, es sind viele Demanden oder viele Leute, die an einer Wahl sind. Wissen wir, wie viele Leute an einer Wahl sind? Oder wirst du eine ungefähr Ziffer von Leuten, die nur so eine Wohnung sichern? Nee, das wäre ein Tool, wo ihr müsst mit dem Office Social genau gucken. Wir sind aber mit dem Office Social eigentlich an Austausch dazu, weil wir effektiv am Moment keine anderen Möglichkeiten haben. Die Häuser sind abgekauft gehen an der Rue Luxembourg und noch an der Rue Maximilien, aber die sind nicht an einem guten Zustand. Und dafür wollen wir das evitieren, wenn wir die Leute aus der Prekarität raus wollen, noch andere an Prekarität zu setzen. Das aber viel gesehen und das wird auch budgetisiert am Budget für an der Rue Maximilien ein Appartement so an drei zu setzen, dass es proper ist, weil am Moment dass an dem Haus an der Rue de Luxembourg just nach steht dran und da könnt ihr nämlich hingehen und sich dann noch vielleicht auf ein Haus konzentrieren, für dadurch an drei zu setzen. Voilà. Wir sind aber auch permanent in Kontakt auch mit dem Fonds du Logement, weil wir haben nämlich konkret eine bisschen mehr urgente Situation, wo aber der Fonds du Logement uns informiert hat, dass sie aktuell Territoire von der Gemeinde ist danach keine Wohnung frei haben für eine urgente Situation können zu kouvrieren. Sie gucken aber auch nach an auch all den Gemeinden rundherum, ob es da eine Möglichkeit gibt. Wir sind eigentlich da mit dem Office Social, aber auch mit anderen Trägern in permanenter Verbindung für auch noch Solutionen zu sichern. Carol. Ja, wir hatten eine just vorgestellt par rapport zum Loyer an hauptsächlich par rapport zu den Chargen, die einem relativ hoch vorkommen. Also wir gehen die festgelöscht, weil die 350 Euro der Tisch allein, das ist Loyer und dann hast du auch noch Chargen, die dann auch nach ein Kehr und von auch nach ein Mensch 300 oder 350. Das ist aber hoch, das ist da just für alles was Konsumation privativ, wo sie müssen und dann hast du de commun, ne, Chargen, das ist immens hoch. Wie geht das? Also ich meine nicht so gelos von anderen sozialen Wohnungen, dass das eigentlich relativ hoch ist für soziale Wohnungen. Wie ist das, wie liegt das fast? Chargen, die Leute gefroht sind, dass sie sich während all den Kontrakten dabei dass am Anfang die Chargen abgedeelt gehen, ist auch eine Berechnung, die gemacht wird pro Appartement. Und dann ist das dort im Moment, das wird als Avancen rauskommt, wo abgedeelt wird, ob all steht. Das ist so, dass das Haus in der Rue des Merciers energetisch nicht ganz gut steht, sodass effektiv auch hohe Energiekosten da für die Leute abkommen.
an dass dat ein Deel vun der Antwort ass speeslo net an der Proportion genau mir können ja do enke den Dekont enker weisen Fang froh die Ja. Preis opkommen wer wannnelo gucken also sinn proprietär dann huet den natürlich de Vierdeel der se net kommen huet ne mit wesinn awer wat Energie kascht wie ha eben lo 350 € wann gucken an ärmere große Residenzen dat war aber schon viel an weiben einfach an der Diskussion dann gëtt dat awer Preis du noch fir eng Sozialwohnung die awer relativ dann héich ass du fir troll o hai Gestalt wéi dat spielt net. Also aus meine persönlichen Erfahrungen ich bin noch an einem Appartementshaus falsch fand ich sinn an der Reihe ja. Also das so das ist ein Dick den du die Berechnung möchte dann gin Avancen festgelöst dann du noch beim Dekont gesagt mit das sowieso dat das am Moment alles mit daier gehen sie wird elektrisch Fässer etc putzen an du kannst aber op den Montage fan so gut dat net so viel lass vielleicht besser. schon an der Reihe. Merci. voilà. Keng weiter vorgehen zu diesem Punkt gebe ich den Kontrakt bei pour Logement abordable zum Bordstelle wenn hast du da verstanden dat as unanim merci dann hummer een Kontrakt bei fir Urban Gardening See en neien den Ugangs des Joers ugelaf ass ginne du zu froen da gebe ich tüssen zur Aufstimmung bringen wen hast du da verstanden das auch unanim merci den feierte Punkt vom Ordre du jour se Approbation vun enger Konvention de mise à disposition vu Chaleen sind da ja vu 6 Chaleen mat der Gemeng Konstreff déi en klengen Kraschmerz hun Bezepse zu so. Kunststoff du bist du an Kontakt Nee, das ist nämlich so, dass das Gemeng hat mit verschiedenen Gemengen schon die das SBL, 1001 Sterne SBL hat mit verschiedenen Gemengen, die über die letzten Jahre Chaleen verlohnt. Die könnt ihr erinnern, die Gemeng wird Chaleen kaufen, wird eine mise à disposition gemacht und 1001 Sterne SBL, wie du 1001 Sterne SBL gesagt hat, dass sie Christmacht nicht mehr organisieren, haben wir Chaleen, die an engem Stockage waren, war durch Peier war rekuperiert, aber eis als Infrastruktur gestalt an mir net lo so gemerkt, dass mir fir das Joer, weil du auch schon deelweis Chaleen versprach waren gesot hun, dass man ënner denselbechte Konditionen wie Chaleen, die wat die Lächtjoren verlohnt goufen och dieselbechte Verlohnung machen und die Gemengen, die dann die Lächtjoren auch schon gefrot hätten. Alles richtig. alles richtig mir will ja auch net die Base sinn fir dat ze an den nopech Gemengen Schmerk wie namen bis sie so mir hunn zune gesot sie muss gucken dat ze Chaleen sicher kommen an noch Zweck bringen an dann as dann proaktiv de dann die Chaleen dann noch opbaut an aufbaut as amfunge so dat is nach Gemenglo mans meiglech der mat ze dien net kann net sinn dat ons Erbestallo so Mosel vor fir do Chaleen op ze richte während en Wegent an dann de Wegent trop ze so frichte gin dat kann man net me verleeren. Voilà. An et sinn 3 identisch Konventionen gesinn am Dossier as lo engheit ragewircht mit sinn am Fong 3 Konventionen mat Konstreff, Meistreff a Wurmer Meistreff a Wurmer hat Lächtür och schon als Chaleen Konststoff die hun der pur Steck gefrot, hun der 6 gefrot an hunn dat lo am Fong das op all Wegent verdeelt net op de Wegent vu mir krcht macht, weil du brauchen man se selber voilà. Das awer fir komplett ze sinn awer eure Brewe rausgangen dass man net mehr an der Optik sinn als Gemeng fir Chaleen ein permanent op rauszugin Chaleen die sinn iwwer de Summer e bisssen an 3 gesät gin die hunn auch schon e pu Joer um Bockel an sinn noch lofle net méi sonmal fir all Wegent ze nutzen mir gefen so sech auch gerne nach fir als Zwecker so lang het geht weiter nutzen du wenn Summer auch schon mat gedeelt dass wann
d'Organisateure vun den anderen Christ mehr doch einer Lesungen gefe fannen, dass man dat auch gefen begräßen. Voilà. Dat lebt dann immer net Gemengesteller net mir net der an den Stern oder wie. Ja genau, mir hunn Charlien hat sowieso d Gemeng kaf an hat eng miser Disposition gemacht und 1000 Stern asBL mat der Oplach och fir quasi en Dekont ze kreien, weil war dem Moment drums gange fir am Fong gouf eng Lokaoun fir Charlie gemacht an mat dem Revenu den 1000 Stern asBL Rakro hunn huet dat sech a priori équilibréiert. Lo wo de Krchtmart net mi vun der 1000 Stern asBL organiséiert gëtt, hu mir ebe gefrot fir die Charleen ze rekuperieren, a fir dann noch selber drëms ze bekëmmeren. An du dats der Dorlo an Zukunft iwwer Eiswert läfen mat eben der Indikationun, dats mat Charlien am leefsten fir den ege Gebrauch géfen nutzen, wat dann heescht fir der Krcht merkt, méi wat woch heescht, dats och mal so Chalet och kann an der Gemeng och sos genutzt gin. Mi hunn der pur an die sollte man dann noch nutze, wann man se breichten. Voilà, da gewech die 3 Konventionen zum Wort stellen. Dass du da verstanden dat das auch unternehmen. Merci dafür. An dann Hummer nach een Avenant von der Konvention d'Occupation von der Shaya Melik. Du hast so, dass man eine Konvention hatte von 2008, wo eine Indemnité d'Occupation mensuell von 1100 Euro gefordert ging aus. An do as se lo en Avenant ënnerschriwe gin, wo man op Demand och vun dem Proprietär, wo man awer och mat dem Proprietär geschwert hun den huet puer Erbechte gemach der vun der Scheier fir das Amfong an d'Infrastruktur an der Reiers. Dat war Kontrakt vun 2008, fir si immer do dem no kom, dats man de Loyer do bisssen adaptéieren an do ass de Loyer dann do op 1500 Euro festgehalle gin. Dat fir d Propositionun vum Avenant. Kinne tot zo froen. Da gebe ich auch diesen Avenant zu dem Wort stellen, wie das du mal da verstanden, der das auch übernimmt. Ja. Ich bin kein Früher zu der Melix, aber allgemein zum Stockage hat man ein Kerl gesagt, mir geht vielleicht beim Tom, beim Alpha Weiher vielleicht ein halb. Also Chef, wie sind wir dann dort tun? Als Geld ein konkretes Projekt sind wir da weit kommen. Ich denke, dass die Diskussion dieselbe, dass sie dir auch schon gefordert hat. Wir sind effektiv relativ limitiert mit dem Stockage und sind noch immer näher konfrontiert mit dem Monde noch von Vereinen, die Stockageplätze brauchen. Wir haben noch ein bisschen darüber geschwärzt, am Kader auch von den Budgetspräparationen. Und muss gucken, wo wir Möglichkeit hätten, für nach ein weiter Hal zu bauen, das auch mal geschwärzt gehen noch für ein Hal zu bauen für für Holz für de Chauffage urbain, Hackschnitzel, Holzhackschnitzel, die haben wir im Moment noch nicht gebaut, auch aus Gründen, dass wir noch nicht so viel brauchen. Aber es sind alles Diskussionen, die wir führen, auch in Funktion von der Platz, die wir haben. So in den ganzen Sitter selber relativ platzlimitiert. Und wenn wir etwas Neues bauen, dann muss das auch, und das selbst wird als auch leider aus dem Servicetechnik so, muss man doch eine Evaluierung der Hand tun, wie dann in Zukunft auch mit den Hallen von Poirier, Service Forêt und so weiter geht. Du hast noch keine Decision geholt. Das geht nur ein Raum. Das Problem ist, wir haben Material auf 7 verschiedene Plätzen. Du sind Sachen dabei, die ich vielleicht nicht mehr brauche. Ich meine, wir sind im Gang, den Exerzice zu machen. Das ist ein komplizierter Exerzice. Aber voilà, ich meine, es ist auch nicht schlecht, wenn man ein bisschen Gift geräumt und noch Platz geschafft hat. Ich bin der Meinung, dass man am Anfang kann nicht sehen, dass wir immer Halle bauen und dann stehen sie da und dann 2 Wochen drauf sind sie schon voll. Das heißt, wir können dann nach 3 bauen und voll machen. Ne? Kommen, wir haben die Schmatt. Wir haben nicht alle gemacht. Voilà. Dann
4. Punkt vom Ordre du jour geht es Budget. Du ass eng See veräußert gehen an wann dat geschieht, da muss man dadurch mal an den Gemengerot bringen zu engem Preis von 4.797 Euro TTC. Die hat am Dossier den ORTVA-Montant den TTC-Montant, dat gebe ich dann zur Aufstimmung bringen. Verkennt du eng vor dazu, ist du mal da verstanden, dat as unanim. 5. Punkt vom Ordre du jour, das ist die Approbation von verschiedenen Subsiden. Da haben wir halt als erstes ein demandtes Subsid von der Sektion lokal von der GEA. Die hatten, wie gewinnt, am Hirsch de ganz erfolgreich Weltessen organisiert am Trifolion. Und die haben gefragt, wie alle Vereine eben den Subsid von 500 Euro zu kriegen, für die Friede-Funktionen zu decken. Ich hatte wieder an der Arbeitssitzung gesagt, dass wir am nächsten Gemengerot geben, die Augmentation da mal auf den Ordre du jour holen, weil eben die Freien auch vom Trifolion noch abgegangen sind. Hier ist danach, wie es aktuell auch am Reglement vorgesehen ist, der Monat für 5, also wir geben proposieren für ihnen 500 Euro als Friede-Funktionen, sie mir das festgehalten haben, dann halt zu remboursieren. Sie da du mal da verstanden? Das auch übernehmen. Den 2. Punkt, da geht es den Chase-Club von Echternach, wo über die letzten Jahre auch immer nächsten Demand rauskommen ist für Freien zu remboursieren. Es geht um Montant von 16.165 Euro. Und da ist der Montant wie alle Jahre rauskommen. Und dafür geben wir proposieren, diesen Montant auch am Kader von einem Subsid zu remboursieren. Ricardo. Am Brief, den sie geschickt haben, steht, dass Faktoren an der Annex geschickt haben und die werden just nicht am Dossier mal dran. Ja. Den Excel-Sheet ist irgendwie halb verloren gegangen. Und wir haben aber gefragt, für eine Eike geschickt zu kriegen, auch mit den Faktoren an Gefen hier steht alles nachreichen. Das sind a priori dieselben Faktoren, die man immer kriegt, aber trotzdem denke ich, ist wichtig, dass jeder das kann gesehen dafür, weil du mal da verstanden wird, gib mal die nachreichen. Yes. Das elektrisch Wasser, Pubellen, die Sachen. Was am Anfang alle Jahre so froh an, was macht den anderen Vereinen gehen? Voilà, wenn du keine weiter Fragen dazu gehen, wen hast du mal darauf verstanden? Das ist unangenehm. Dann nach dem 3. Punkt vom Ordre du jour, da wird den Fischerclub Albes ein Subsid gefragt von 80 Euro für eine Trophäe zu remboursieren. Ja, verständlich. Ja. Voilà. Kann es dazu keine Frage gehen, da gebe ich das zum Wort bringen. Ja, da mal da auch verstanden, das ist dann auch unangenehm. Voilà, und dann haben wir 2 Decisionen zu einer Decision für ein Verkaufsrecht. Den ersten Punkt betrifft ein Terrain an der Mittelkron, an der Mittelkron 1, an der Rue Helen Palgen hechten Straße, wo effektiv ein Terrain von zwischen Proprietären verkauft wird. Und wir haben als Gemeinde ein Verkaufsrecht. Wir geben aber proposieren, ob es Verkaufsrecht zu renoncieren. Ich gehe nicht froh zu diesem Punkt. Da gebe ich das erste Proposition für Verkaufsrecht nicht zu ziehen, zum Wort bringen. Wen hast du da auch verstanden? Das ist unangenehm. Den 2. Punkt muss ich gucken. Den 2. Punkt, da geht es an der Rue Maximilian
ein Appartement an einem großen Appartementshaus, was auch verkauft wird, an wo die Proposition die ist für das Verkaufsrecht auch nicht zu ziehen. Wenn ihr dazu frohen, gebe ich das doch zum Wort bringen, wen hast du mal drauf verstanden, ja, das auch unangenehm. Der 7. Punkt vom Ordre du Jour, da geht es um Lotissement de Terrain. Als allererst als Demand auch von einer Privatperson für ein Terrain zu morcellieren, so wie es a priori an der Praxis schon Jahren, über 30 Jahre so besteht. Und wir haben das als Schäferrot schon approviert, und die Morcelementer, die müssen aber noch von dem Gemengerot approviert gehen. Ich nicht zu diesem Punkt vor, an der Rue de la Sûre ist das. Am Anfang war es eine Kadasterparzelle und geht darum, aus einer Kadasterparzelle 2 Parzellen zu machen. Okay. Gut, da gebe ich das Morcelement zur Abstimmung bringen. Wen hast du mir da verstanden? Das unangenehm. Den zweiten Punkt in der Lotissementer betrifft die Industriezone, wo das hat man auch schon an den 4. Gemengerot-Sitzungen, wo am Gangen ist von dem Ministère de l'Économie verschiedene Parzellen angepasst zu gehen, für dass er doch mehr kohärent ist. Hier ist notamment eng Parzell gewircht, wo alle Guten die Siloen dropstungen, die gëtt lo an 2 gedeelt, an dann hummer nach Landstroosparzellen, die noch net 100%ig so angezeichnet waren wie lo, an das eng Demande vun dem Ökonomiesministère, so wie auch schon an den 4. Gemengereet fir die Situationen zu regularisieren. Voilà. Dafür auch als Proposition, die mal Schäferrot schon akkordiert hun fir die Lotissement die Morcellemente so zu akkordieren, wie dat auch von der Ökonomie gefrot gin ass. Da da verstanden, dat das auf unangenehm. Gut, Dir stand nach Spidol. Jean-Claude, ich gehe den 1. Punkt selber machen, dann den 1. Punkt beim Spidol als der Renouvellement von einem 5. von der Kommission administrativ von dem Spidol. Und da geht es um das Mandat vom Dr. Jean-Claude Strasser, das dann wo Propos ist, für das Mandat zu verlängern. Voilà, Sie da verstanden. Das ist unangenehm. Felicitationen. Und da gebe ich dir das Wort weitergehen, Jean-Claude. Wie der wisst, den Verwaltungsrat hat 5 Membern, an all Jahres gibt ein Mandat entweder verlängert oder da muss den neuen Mandatärgesicht geben. Ja. In diesem Fall ist das einfach Verlängerung zu einem Mandat. Die 5 Leute, die am Verwaltungsrat sind, die kennen ja alle gut, und das ist ja dann Madame Annette Schröder, den Ender Hartmann, de Gerard Wollendorf an Vicky Betscheid, der zielen an plus dann Mengwedigkeit. Ja. Bon, weiter lo am Spidol, du könnt die nächste Punkt, das ist dann eng Adaptation vom Pensionspreis. Den Pensionspreis, der war ja jahrelang nicht adaptiert gehen. Die Leistungsdokumentation, die war am Januar 2022. Zinter dieser Zeit sind 4 Tranchen indiciaire gefallen. Die können ich natürlich auch fragen, für was tut er dann noch nicht für drunter schon der Pensionspreis augmentiert. Aber von der Familie waren in den letzten Jahren eng Eid auf die Coût-Energetik hat man gekriegt, an zu Kondition, dass der Pensionspreis nicht überheizt ging. Und das ist so eben Anteil, das war der Grund am Anfang, für das wir nicht adaptiert tun. Mit das also fällig, das heißt, wir dürfen aber nur den Index zuschlagen, also nicht den Preis vom Zimmer en tant que tel erhöhen, wir dürfen aber den Index kompensieren. Und das ist am Anfang der Grund, für was wir mit den Preisen angegangen sind. Die Preise im Moment, die sind dann
ich gehe in die Altpreise für so Zimmer mit engem Bett 2750, das ist lo 3035. Die Kleinzimmeren, also die 25 Quadratmeter sind 2650 war den alle Preis, 2925 ist dann den aktuelle Preis. Und dann haben wir noch 2 Bettzimmeren, die aber just benötigt gehen für Koppeln. Ja. Du hast den Preis dann von engem Bett 2500 € als den alle Preis und das 2760 als den neue Preis. Was den Tisch von den Preisen anbelangt, der Fonds National de Solidarität, die bis 3300 € im Zimmer. Wir haben im Moment 6 Pensionären, die profitieren von einer Kompensation durch den Fonds National de Solidarität. Also dann, wir haben am Budget gesehen, dass das mischt dann einen kleinen Plus aus am Budget von den nächsten Jahren, die wir aber auch nicht hätten. Das eben geht nicht anders. Ja. Merci Jean-Claude Kinnet frohen zu dieser Adaptation von den Pensionspreisen. Ja. Gebe ich das zum Wort bringen, wenn du mal drauf verstanden. Ja. Das unanim. Merci. Als nächstes kommen wir bei den Budget 2025 an den rektifierten 2024. Ich hatte schon ähnlich oder vielmehr durch eine Art Kommuniqué de Presse schicken, los bei den pure Erklärungen. Bon, also verticht als Budget rektifiert 2024 gesagt ganz gut aus, als natürlich immens influenciert von einer Wohnte Terrain, die wir haben. Bon, wir haben Managen die größten Terrain und den Fonds de Logement verkauft. Das ist eine Reset gewesen von 2 Millionen. Weil der Kontable von den Terrain an unsere Bücher, die war 827.000 €. Das stand mir auf die Transaktion den Benefis gemacht und von 1.172.900. Das andere ist natürlich das, was ihr schon vom letzten Jahr wisst, das ist die Wohn von unserem Camping. Du hast die 2 Tranche, die nur 2094 könnte das natürlich dann immer ein Reset von 2.595.000 €. Was die Evolution von der Resetten relativ von der Maison de Retraite belangt, bon, den Hébergement à proprement parler, das ist 1.500.000 ungefähr für ein Budget 24. Also am nächsten Jahr dann durch die Rektifikation von den Tarifen, die wir gemacht haben, und die Augmentation von Tarifen geht dann nächstes Jahr auf 1.710.000 noch auf. Die sieht, das sind ungefähr 200.000 € Differenz an den Resetten. Als größere Reset ist natürlich immer die Assurance-Dependance. Das ist dann, das für dann 24 3.370.000. Der sieht gut praktisch doppelt vom Hébergement. Für das nächste Jahr dann 3.500.000. Bei den Dépenses ordinären, also wie überall, das für allem der Coût du Personnel, die möchte 73% von unseren Dépensen, das ist 4.930.000. Und dann haben wir natürlich den Corollaire von der Assurance, von den Resetten an der Assurance-Dependance, also am Anfang der Restitution und die Assurance-Dependance, das von Aufrechnungen kennen. Sie vergleichen am Anfang den Personalschlüssel vom Spital mit dem, was Haus aufrechnet und die Assurance-Dependance. Und da sind Restitutionen dafür, das sind von 2020 125.000, auch für 2021 24.000 vermischt, am Anfang dann am Eisen ordinären dann eine Depense von 150.000 €. Lo bei den, was lo interessant geht, an unseren Budget, du hast lo natürlich als Extension, die wir am Gang sind zu machen. Du hast an den Depenses extraordinären, den Reset ordinären Depenses sind 2.500.000 für am Budget von 24 durch die Extension vom Spital an 60.000, das steht dann nicht so dran für die Logements Sozialen, die wir an der Spitalstraße bauen. En Contrepartie hat natürlich das Kofinanzement von dem Ministère de la Famille für die Extension. Das sind dann am Budget von 24, am extraordinären, da von 24 2,8 Millionen für gesehen.
an dann auch eventuell vom Logement 150.000 dann an dem Budget da vu 24.000. Wat man nach als Depenchen mé hun Schlüsseln ersat hun lo System de System de Fermatur Mechanik als normal Schlüsseln, die sind durch das System Elektronik am ganzen Haus. Dat mischt natürlich praktisch zu 190.000 €, das eng schön aus. Und dann man natürlich auch die Depense dann die am Funker drückt, da den dann die Wann-Appes verkäft, die Valeur, die Terrain an einem Bischer hatten, dat als Verlust gesagt wird, das 1 Million. Sodat den Service extraordinär des Jahr dann ein Exzedent von 1.380.000 huet, an den ordinären de Budget ordinär op de repräsentéiert doch en des Jahr ein Exzedent von 2.446.000 €. An den Lo 25 geht, dat sind ein bisschen ähnlich Ziffern. Du hast dann die dritte Tranche vom Prix de Vente vom Camping dafür gesehen. Dat sind 2.595.000. Bon, man hatte gesot vom Prix de Pension, du hunne schon gesot, die Pension ordinären as selwicht. Das neue den Kollektivvertrag von einem Personal, den as am SAS den as adaptiert gin, die kreen nur eng Priminik von 3.670 €. Das eng Augmentation vu gewissen Karrieren an, sie kreen eng Introduktion von engem Pekul de Vacances. Das eng Tendenz für den Kollektivvertrag von der SMS zu dem von der Entente des Hôpitaux mehr oder weniger unzugleichen, weil die von der Entente des Hôpitaux den das viel favorabel für den Employé. Und das bisschen die politische Willen am Fungrund für die unzuwerten. Und dadurch gehen Eistarife an der SES ziemlich gut. Wir wollen noch eine Tenue de Travail uniform für als Employé das Jahr Platz setzen, dass sie noch 50.000 € und da kommen gewisse Reparaturen als Haus, das auch über 20 Jahre alt. Und dann Restitutionen für CNS, das dann nächstes Jahr dann nimmen 100.000, sodass man nächstes Jahr am Budget ordinären Exzedent dann nimmen von 895.000 €. Extraordinär, also ein bisschen der Korrelär von dem, was die wenigsten gesagt haben, das die Extension, wo wir 3.150.000 € für gesehen, dann für die Extension vom Spital an 175.000 für das Logement sozial. An der Resetten dann parallel dazu von 3 Millionen dafür die Extension an 175.000 Logement sozial, sodass wir dann am extraordinären nächsten Jahr Mali hätten von 1.095.000. Wenn ich dann die Resümee möchte von den Chiffren, das heißt, am Budget rektifié von 2024 do am ordinären Resetten von 10.544.000 € am hun Depense von 8.097.000 €, sodass dat am ordinären Boni gëtt von 2.446.972.000. Wir hatten an de Konte von 23 Boni von 1.200.000 rund, also dat man de Boni Presumé 2024 von 3.647.652 schon. Extraordinären dann Resetten von 4.272.860, Depense von 2.892.000, Boni von 1.380.000 am extraordinären. Wir hatten an de Konte von 2023 Boni von 5.665.000, so war de Boni Presumé 224 extraordinär 7.045.773. Aber wenn wir dann auf die 25 kommen, do man dann am ordinäre Resetnorm von 8.717.965, Depense von 7.822.642, sodass man am ordinären Boni von 895.323, sodass der Boni Presumé N25 3.647.652 ass. Nee, Lunchbech für mit den Schenen der Boni von 2024 3.647.000,
sodass der Boni definitiv dann 4.542.976. Extraordinären da parallel dazu Resette von 3.770.025, Depense 25 für 4.866.000. Das gibt dann ein Mali am extraordinären von 25 für rund 1.095.000. De Boni von Lo für 24.000, am extraordinären als 7 Millionen, sodass wir aber Boni definitiv für rund 6 Millionen, also am extraordinäre kommen für 5.950.000. Das sind Chiffren vom Spital. Und hat du mal der Beispiel fürs Verkauf, ich muss auch Terra zu bash. Du hast gesehen, also am Spital, sie sind noch gefangen mit den Arbeiten, Studiohausers, schon so gut wie aufgehabt, die 2 Studiohausen, das alt, und noch das Neid, was man leider für das Projekt dort just 20, 25 Jahre wird, aber leider für das Projekt müssen aufhaben. Herz, die denken darum ein bisschen weh, wenn ich gesagt habe, so ein Haus aufgehabt geht. Merci Jean-Claude für die Präsentation und noch merci sowohl der Kommission wie auch dem Adrian Mös für die Arbeit, die gemacht hat an dem Spital. Ich meine, dass die Arbeit, die gemacht hat, notamment an dem Kader von der Extension ein ganz, ganz wichtig ist, auch für die Stadt Echternach. Und dafür ist es immens zu begrüßen, dass die Arbeiten da auch bislang auch am Timing gut für gehen. Und dass dann erstens die Extension auch entsteht und zweitens auch das Spital als Bauherr auch Logement abordable schafft. Ich meine, wir hatten 4 Jahre darüber geschwärzt, dass man noch nicht so viel Offer haben, auch für Leute, denen es nicht so gut geht. Und heute dann auch vom Spital die Rolle da überall für auch weiter, was das Spital auch früher auch schon gemacht wird, für auch Wohnungen dann noch Leute zu verlohnen, denen es nicht so gut geht, am Kader eben von den Lokationen von Logement abordable. Und ich meine, da sind wir auch gut vorgekommen am Dossier, für das auch das Projekt parallel zu der Extension vom Spital auch kann relativ sehr vorgehen. Vielleicht gibt es frohen Remarken dererseits, Ricardo. Merci Jean-Claude für all die Informationen. Also ich habe keine spezifische Frage zum Budget. Ich denke, das ist gut präsentiert. Ich habe eine Frage zu den Arbeiten. Wie lange dauern die? Ich weiß schon die Timeline nicht mehr so richtig am Kopf. Und weil es den Impact auf den Trafik, den Strudel so ab und so, weil da ist sehr viel Bewegung. Da sind vielleicht auch da kommuniziert mit dem Quartier, weil da sind also Frauen, die abkommen, dann ich weiß auch selber nicht mehr, wie lange es ungeduldig ist, für dort zu bauen. Merci. Ja, was Kommunikation am Quartier belangt, das ist, wir hatten ja eine Versammlung am Beruf, wo wir alle gute Nobre gerufen hatten. Das ist, die sind am Courant, was das Projekt belangt. Was der Moment, Inconvénient, dass das aufrappen. Das ist dafür, dass dann die Straße auch die Momente gespart, das ist das aufrappen, das muss an 2 Meter bis das schon fertig sind. Das ist an den Bau, also proprement parallel, das geht dann nur dem Bau konjugiert. Dann wird die ganzen Haft durch Propagamatik zerstört und die ganze Abfahrt, die ist. Und dann da können ihr rechnen, dass das ganz eine Affäre von 3 Jahren ist. Was die Sondage belangt, du hast gesehen, dass du bei den Logements Sozialen, das ist, du gehen sie Gröven nach ein Keier. Da sollen sie am Januar Gröven gehen, während sie in dem alten Studiohaus, du hast keinen Keller, du gehen sie Sondage machen, danach dann auch dem Moment. Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Sie sind aber schon, also bei den Schosteng von du, also bei den Logements Sozialen, und sie stehen von der Marquise, am Anfang, die doch wieder verwehrt gesehen. Der Zeit, als alles verbraucht geht, das nicht Wäschkeit in der Zeit. Ja.
nach Schifferin schon nach dem Mur am Andrea geschwar also mehr 75 Mader besta so ein Äquivalent vu 60 Äquivalent temps plein Spidos mit Jean-Claude gi net sos nach froen zu dem Budget. Gut, dann gewech als alleréischten Budget rektifié vun dem Spidol vun 2024 zum Wort bringen, wen hast du mat da verstanden? Dat das unanim. Merci dofir an dann als zweet den Budget fir 2025 vum Spidol. Dat das och unanim. Vielmals merci ihr all gut und merci Jean-Claude fir all Erklärungen an noch und ganz Ekipp. Den nächste Punkt vom Ordre du jour als d'Approbation vun der Organisation scolaire definitiv vun eiser regionaler Musikschule. Und da sind ich ganz froh, dass ma Direktrice Nadine Eder bei uns hunn. Ich gehe vielleicht aufhängen an die Nadine an der ganzen Equipe felicitieren. Natürlich auch für die ganze Organisation, die gemerkt hat, aber auch für die flotten Owen vun de Laureaten, de ma lächte Freitag hatten, a wo ma immer nees gesinn, dats ma eng Musikschule sinn, die eng immens héich Qualitätit huet, mat Schüler, die ganz engagéiert sinn, an die och dann op dem Owen weise wat ze kënnen, an eist du auch immer nees erstaunen, an de Schwätzen do am Numm vun alle goeten de Gemengen noch rundrem de konventionierte Gemengen, Fi allem die ganz Musikschule auch finanziell mat droen dass man do ganz flotten Owen hatte mat viele Laureaten wat weist auch dass man auch viel Schüler hunn die auch de Parcours machen den da net nimmen op 1-2 Joer stohe bleibt mit die effektiv dann de Parcours musikal machen den dann noch zu Diploma feiert sowohl op dem ënnechte Niveau mehr worenden an de moyen du west mengglisch gebe ich von als alle Gote noch do die an der ganzen Equipe felicitieren fir de flotten Owen an die immens gut Laureaten a Performancen, die man do och Geburte kruten. Voilà. An der geft dir dann tot gin fir op d'Organisation scolaire definitiv anzugoen, die jo arretiert gouf op den Ugangs November 4. November. Da kennst du nach ein paar Explikationen gehen zu dem, was sich par rapport zu als den echten Wort auch nach verändert wird. Respektiv weil dazu noch zu sorgen. Merci. Will zum Schirm oder geht wann mein drin? Ja, gut. Also ich will Merci so für die Merci. Auch die präsent waren einfach alle gut. Ich meine, wir spüren als Musikschule einen immensen Support von der ersten nachher Gemengen und auch von der konventionellen Gemengen, das wo ja soll nicht immer an der Passe gehen. Ich meine, ich spüre mich sowohl mit der Equipe, aber auch mit der politischen Unterstützung, wo ich mir einfach just wünsche, dass der los weitergeht die nächsten Jahre. Ich probiere mein zu machen. Es sind auch froh, wenn die Qualität am Haus stimmt, die als auch extraordinär gewischt ist. Den Tag selber auch extraordinär gewischt, wie Carol selber gesagt wird. Du sind auch aufrisch. Ich meine, dass da bestund ein Corps enseignant, die wirklich über die ganze Schule und über viele Schuljahren ein gut Arbeit möchte, die auch froh sind, an der Equipe zu schaffen. Und effektiv hat man immer so gefunden, kann auch Jugendlichen, die nach heutzutage eine Aktivität wirklich über Jahre seriös weitermachen und wirklich auch bis ob immer irgendeinen Aufschluss bringen, also am FR, am Moyen, und so, und da wurde wirklich qualitativ ganz hochwertig Preisrecht dabei, da war ich auch wirklich froh. Ja, zur selben Zeit, dass dann immer den zweiten Wort von der Organisation scolaire. Sie geht dann arretiert, das geht aus dem 4.11. durch das, was am Gesetz steht, muss für am 1. Dezember am Conseil Communal votiert sein, aber mir ist bis zum 15. November Zeit, sozusagen die Schüler nach auszutauschen, die bis dahin schon merken, dass es nicht ist oder dass sie sich verloren haben am Ummelden, dass in denen kann mit Schülern aus der Warteliste austauschen. Und für den Rest muss
von der Größenordnung also noch ein bisschen mehr groß wie lo am Juli, aber sie ist ziemlich ähnlich, weil zwischen Juli machen wir bald alles voll und das ist noch das Austauschen, weil da eigentlich nur noch praktisch den Unterschied mischt. Von den Schülern hier sind da viel, sind 1241 Schüler auf den 4. November gewesen. Das schon an der Kurve ein Großhaus, wenn ich gucke, für 6 Jahre hat man knapp über 1000 Schüler. Und das ist wirklich mit der Gratuität wirklich an Blut gegangen. Kuren auch, die sind Männer an Blut gegangen, das ist dann substanziell auf 2237 Kuren. Die Jahre für drin hatten sie sich mehr gehalten. Das bedeutet auch, dass wir wirklich probieren, mit Einzelkuren, aber auch Gruppenkuren wirklich total auch das Kontrakt auszulasten, dass du nicht den Bemol weit am Kontrakt hätte. Das ist praktisch überall der Fall. Also, dass sie ausgelöscht sind. Wir haben manchmal den Vergleich mit dem Departement der Lasers, wo ich ganz froh bin, dass das am Bläschere eine Tendenz nach oben ist. Da hat man immer so knapp 50 Schüler, aber das ist ja 65 Schüler, sind da 12 mehr wie letztes Jahr. Und am Holz haben wir mehr wie 20 Schüler mehr. Das sind die Instrumente von den Harmonien. Wir haben an der Perkussion 115 Schüler par rapport zu 107. Das ist nicht substanziell, aber wir müssen einfach so, dass wir ausgelöscht sind mit denen Enseignern Stunden. Am Blech konnte ich mehr spielen, und auch am Holz, weil wir da Leute schaffen haben, die nicht voll Tasche hatten oder so viel, wo sie so, wir wollen nicht mehr haben. Und dadurch konnte man die ja noch ein bisschen ranholen, also hauptsächlich am Holz kommt man mehr ranholen, an am Blech, wo man guckt, dass man mehr hatten, und dass die Enseignern die dann noch angeholt haben. Am Ganzen also doch wirklich nach einem Blut gegangen. Da müssen die Enseignern einfach nicht mehr dafür schaffen, praktisch, dass wir sind froh, wenn die Klassen gut gefallen aufhängen, weil mit den Niveauen am Tanz gehen noch Schüler an den Klassen einfach mit Dave. Das ist normal, wenn sie mit einer voller Klasse aufhängen, oder die Jahre sind Klassen nicht mehr voll mit denen, die dann einfach irgendwann am Parcours abhalten. Das ist wichtig, dass man weiter, ich meine, wir hatten ja auch mit den Gemengen an die Probleme, also überall dieselbe stehen, und dann sagt sie erst danach, dass wir Maßnahmen holen für hauptsächlich am Blech, an am Holz, nach mehr zu stärken, wir können als Vereine zu stärken. Das ist eine sensible Geschichte, auch immer, weil Vereine selber auch gerne hier Jugendarbeit machen. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht Bemol, zu viel kann ich zwar nicht machen, aber muss ich an einer transparenter Zusammenarbeit Maßnahmen holen, weil ja, das ist wirklich sensibel. Ich meine aber, dass man in den nächsten Jahren, also im Moment sind wir in einem guten Kontakt, und dass wir da probieren, schon noch mal eine Reunion mit unseren Enseignern am Holz, an am Blech, für da zu gucken, was wir können machen. Geht hauptsächlich darum, dass sie unter Stand bleiben, dass sie Frieden und Zusammenspiel kriegen, und dass sie an den Verein gehen. Und da ist halt doch das Problem, kann auch viele Aktivitäten, also sie sehen ja, da man Aktivitäten ja voll gesagt, und dann haben sie bemol, ja, nicht so den Zug nach etwas dabei zu machen, an der Verein ist nach etwas dabei, weil sie denken, also ich tun mit der Musikschule. Ja, du hast wirklich nur wichtig, dass man die Approche holen, wo kriegen wir sie einfach dahin. Ich meine, das ist eine zentrale Aufgabe, die wir haben, und das ist auch eine zentrale Aufgabe, wenn man da, ob man es probieren, etwas zu machen, dass auch die Mengen dann, gerade die kleinen Gemengen, die aber ganz nah im Verein sind, wissen, dass auch bei uns einen guten Partner haben, für an der Sache zusammen zu schaffen. Ja, dann Schüler auch, letztes Jahr war ich ganz hilfreich, das Jahr bleiben ich zuerst danach 205 Ausschreibungen, letztes Jahr 204. Das war das Jahr für drauf, wo der Kur abgegangen ist. Wir sind blieben dort, also nicht ein im Rufgang. Die anderen Gemengen sind noch Licht an Blut gegangen, die mich natürlich, Junglinzer geht nicht Licht an Blut mehr, ja, die halten nicht abzuwissen. Aber wir kriegen im Moment Gehalt. Meine erste Maßnahme, für dass wir die Platz, die wir haben, die Aslo voll, für dass wir einfach als Gemenge können, ja, den Service bieten, als dass wir die externen ich ganz später anholen. Und du müsstest, das man sieht auch auf den letzten 5 Jahren einfach bemerkt,
dass man von 125 lo op das Jahr 93 Schüler an den externen, also grad letztes Jahr von 110 auf 93 enke Ruf, dat ass lo spielbar, dass man kein Platz mehr hun neuer an den externen abzuholen. Also ich mengen mo net eng Handvoll, die man rageholt hun. Die do sind, dat sind die do banne sind. Dat werden die nächste Jahre nächstes wahrscheinlich so weitergehen, aber wir sind einfach lo ob eng Seu kommen, wo wir so wir können eigentlich quasi ja net richtig fussen méi auch von der Platz hier. Und das dann da muss man Überlegungen an den nächsten Jahren einfach gleichzeitig feiere, wie die Entwicklung von der Schule weitergeht, wird man noch sein und dann als von den Finanzen hier als Musikschule zu 24% an zu Lächte von erst dann noch sogar Schüler zu belangt, da sind die extern dabei. Natürlich Junglens da sind 30% und dann als Großgruppe unglücklich noch mal 12%, an die anderen sind dann so klein Prozentsatz, die 5% leihen bis zu 1% schüsst. Dann hun Schenker du geschrieben, wo die externen hier kommen, das auch interessant halten von den externen ungefähr. Ihr könnt aus den Regionen aus Deutschland hauptsächlich dann anderem an die Anhalten von den externen, die könnt von überall aus Lützeburg die 100 Menschen so Frachtwart sie dabei sich nicht tun oder sie will genau bei den Enseignern kommen. Ja, d'Enseignant do spielt sich net viel mat, also nach zu so durch der Klassementgruten sie grad A1 die Bachelor Master hunn, dat as lo an Zukunft net de Fall, dat se méi an den A1 kommen, das ist nach den nächsten Direktor oder Direktor, die an A1 können an d'Enseignant kommen an A2, die na gestalt gin aus mir giffen den auswählen, den an enger anderer Schul schon no gestalt vor an dodech an sein A1 geif behalen. Am Gesetz hier dürfen der aber nicht mehr wann sich kein A2 meldet auf Platz, dann dürfen ich ein A1 darstellen oder ein B1. Das ist relativ deutlich festgehalten. Der Moment, wo man dann das Jahr 29 leider mal A1, vielleicht hat man da 31, die Zahlen müssen dann normalerweise raufgehen und die vom A2 da progressiv ewig leider an Pensionen gehen. Sind aber auch ganz jung A1 dabei, also so gut, dann auch Brunnen, also für ein 30 Jahre so am einsetzen, die nicht direkt da sind. Wie wird so nicht, weil da war durch das Klassement ja, Teilen, die Charge sich schon aber ziemlich an Blut gegangen. Und das ist eine Charge, die auch nächstes Jahr wird eine Rolle spielen, das du hast nach Gang, man Schlüssel für die Gemengen, für die Abteilung, weil man man die Jahre nicht genau letztes Jahr wo wir nach dem Jahr für drunter und so von Zahljahre von 23 mehr, weil die Zahljahre von 24 kommen, dann da werden sehen aber schon substanziell ein Blut gehen. Die Stunden von den Enseignants sind dann 763,76 Stunden ausgedrückt, müssen nur 12 sicher gehen. An der Organisation scolaire schon sein an Grund dat differiert immer liicht Projektpädagogiken hummer fir 12 Stunden an eng Féier, so dats den Enseignement direkt sind der 700 Dner 50 Matten de Charge natürlich dran. Und da könnt den ganzen Deel von der Organisation scolaire, den der Orologer kennt, den aus dem Logiciel herausgezogen ass, wo da steht echt Validation vu den 13.9. der huet net missen durch den Gemengerot goen, dat ass déi Zomm vum Subsid, die Hex, die ich kann kreieren, das ist zu dem Datum hun so viel wie möglich rangeholt gehabt, weil man kann nicht mehr ranholen, wie man Kontrakt haben. Und die zweite Validation, der 4.11. Und das ist noch interessant zu sehen, am Subsid, ich gehe direkt mehr wie Hand drin, oder das, wenn ich dann ausgetauscht schon abandon mit Remplaçant, wo ich lo 1% hanno aber ënner dem wat mat den 13.9. hat. Und das ist immer die Diskussion, die man lo die letzte Zeit gefauert tun von denen vielen Abandonten, die lo Leiit halen einfach op das net dat man so mir kommen lo net méi an so si man lo gewircht ich mengen vor een 5 oder 6% abondant werden nach 5% remplacéiert gut. Ich weiß mir genau de Schiffer lo auswendig, aber vor 1% an schon dann den Schiffer verglach von dem Subsid, den wir kreien, Gefe kreien op den op de 4. November
da wo dat dann 3.455.000 an dat wo 3.400.000 an die 80.000 am September, dat sind ungefähr 30.000 €, dat entspricht effektiv dem E-Prozent, dem man lo dem Moment Manner Schüler konnte nachschreiben wie am September. Die geht nach Rof, aber mir über Maßnahme geschwart, auch an einer Reunion, sowohl mit der Kommission wie mit den Gemengen, wo ich gesagt habe, verschiedene Maßnahmen müssen wir holen, für dass sie dass sie nicht einfach so abhalten, Leute, dass sie merken, dass das nicht einfach so ja, auch von gratis ist, dass sie da sollen einfach ein bisschen eng Fairness spielen lassen par rapport zu dem Staat an den Gemengen die das anbieten zu einem Gratispreis oder zu einem ganz tiefen Tor, wo sie bezahlen, für das ja ein bisschen so eine Gratitude vis-à-vis von denen Prestataires ist. Wir haben 45.895 Minuten, wir hatten letztes Jahr 44, knapp über 44.000, das ist auch da ein Unterschied von 1.000 Minuten par rapport vom letzten Jahr. Voilà, ich meine, das ist ziemlich alles. Wo lange Satz das da. Voilà, vielmals merci Nadine für alle guten Explikationen. Gibt von Ihrer Seite Fragen, Remarken, Carol? Ja, Nadine, wie immer, große Merci, dass du uns das Dokument, was ja aber voluminös ist, immer ganz flott erklärst und dass du dann ein bisschen den Durchblick hat. Ist schon eigentlich ein froh, ich knapp ein bisschen da wo man das da abgehalten ist mit den Abonnenten. Du siehst es immer, wir haben oft schon heute darüber geschwärzt, und seit der Gratuität, kannst du dich erinnern, hast du auch gesagt, dass es schon eine Tendenz, weil das auch verschiedene kann sich auf verschiedene Kuren an das gratis, ich probiere nur alles aus, ne, hat das sich ein bisschen gelöscht gehabt und dann die Kanner, die wie feiern sie weiter, weil wir kriegen ja ein bisschen Recul, nach richtige Recul, für zu gucken, die eigentlich angefangen fuhren die auch weiter am zweiten Jahr, weil das ja eng sagt, den Abonnent sich anzuschreiben und am Jahr abzuhalten, wir haben auch da die mal fidelisieren oder ist das auch eine Tendenz, wo du merkst, da geht ein Jahr gemacht und da geht ein anderes Jahr vielleicht etwas Ernstes probiert, also kriegen wir sie fidelisiert, weil gerade wie es für Drogen gesagt hast, am Tanzen sind da verschiedene, die abhalten, für eine Mesure geht ja darum, für ein Niveau auch zu kriegen, für da noch ein Resultat zu haben, wo man natürlich ganz stolz drauf sind. Weil ich war ganz traurig, ich musste aufmelden, das war nur, was wir schon hören, das ist ganz flott. Und die Qualität ist ja da und das ist ja wichtig für an der Zukunft auch weiter, auf die Qualität hinzuschaffen. Und du vielleicht kann selbst so. Da sind viele Sachen, ich muss mich nur einfach bremsen, für nicht zu viel zu so. Ich denke, beim dann so, das ist normal, auf der einen Seite, sie fangen an, sie wissen auch nicht, was das ist auch ein bisschen an der Musik so. Sie fängt ganz jung und es kann auch wissen, nicht so richtig, was das ist. Ich meine, das ist normal. Er kann von 5, 6, 7 Jahren, der tut entweder denkt, oh, der tut Kind ist flott fanden, dann ist begeistert und dann er was seriös muss weitermachen oder das auch vielleicht nicht, das was ihm gefällt. Das ist so ein gewisser Punkt, bei dem normal ist, dass er kann sicher muss, was ihm wirklich gefällt, aber wo er doch Talent dafür hat, wo er doch Lust hat, dann Zeit zu investieren. Das ist die enge Sache. Am Tanz ist es doch so, dass der Tanz dann ab den so 2 Jahren mit 6 Jahren und 7 Jahren und dann haben sie ab 8 Jahren haben sie 2-mal vor einer Stunde und das geht dann auch so an die Blut. Ich meine, das sind 3 Jahre, wo 2-mal vor einer Stunde ist und dann ist es Nacht mehr und das ist das, wo sie dann effektiv, die merken entweder, dass sie entweder zeitlich nicht hinkriegen oder dass es einfach, dass nicht jeder für den Tanz gemerkt. Du hast es ein bisschen normal, das ist eine Tendenz, die zwar ein bisschen zugeholt wird, aber es ist ganz normal, dass du am Anfang da ganz viel wollen und hauptsächlich den Ballet gehen und dann wird nur nach, wenn eine Chance wird, eine Halbklasse. Aber das meistens nach, also ganz über als Mann. Aber andererseits ist es doch ein Schwach von einer Schule dann so zu bieten, das ist an alten Schulen der Fall, dann seht ihr dort da, ja. Das ist einfach so. Aber das ist einfach der schönste Ball, wenn man, das haben wir leider kein Tanzlaureat am höchsten Niveau, aber wenn wir ihn haben, da sind wir auch immer ganz hilfreich, dass wir das können weisen. Ein Tanzspektakel, das selbst ganz flott ist, das ist schon ein Aushängeschild doch von einer Schule, wenn eine große Schule ist, dass sie den Tanz dabei kann anbieten.
wir haben eine Tendenz gehabt, dass die Leute das effektiv so, sie schreiben viel lieber zu gerne machen. Wir haben mehr Arbeitskurs an dem, dass ihr seht, ja, was ist da wirklich gerne macht. Sie gehen hier schwer und die einen so, und der Weg erste war da, zweite war dritten, an andere wollen einfach alles machen. Wir haben das Jahr nehmen die Ragel an engem Instrument, mit der Formation musikal natürlich dabei. Und wir haben auf ein Instrument limitiert, d'Office. Wir haben, wenn Leute schon ein Instrument spielen, gesagt, sie müssen an ihrem ersten Instrument am zweiten offiziellen Jahr am 1.2 sein und nicht einfach schon nur einem Jahr EW, dann noch ein Instrument dabei und dabei und dabei. Wir probieren noch herauszufinden, wie den Enseigner am ersten Instrument, was das für ein, also da freue ich wirklich einen Enseigner, den du hast bei dir, dass ein Schüler, der wirklich gerne Musik möchte, ein Talent wird, in 2 Instrumenten packt, oder also den, wo quasi das schon durchschreibt, weil an dem anderen will abhalten. Das heißt, wir probieren das ja wirklich da ganz nur beim Schüler Decision zu Leute sind natürlich nicht brot, das kann er dir von 2, 3 sie nennen das dann noch Aktivitäten machen, wir so wir haben Platz auch nicht. Und das ist auch eine Sache, wo man einfach so und dann wir haben Platz nicht. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich gerne etwas seriös möchte, da kann ich nicht mehr wie ein Instrument machen und da muss ich schon talentiert sein, aber wirklich auch gut an der Schule sein, an all die Sachen, all die Qualitäten tun. Wir können 2 Instrumente zu machen. Das einfach, das verstehen Leute meistens nicht, dass das der Fall ist. Die gut, du verstehen Leute, wenn du sind meistens Leute auch, wie soll ich sagen, die kennen dann, was Musik ist, was das bedeutet. Aber wir müssen da wirklich ein ganz nah und Eltern und die Schüler Relation haben, für dem ein bisschen entgegenzukommen. Wenn sie abhalten, gehen 2 Tendenzen, die einhalten relativ sehr ab, die fanden einfach nicht, dass das passt, oder es gibt vielleicht auch gar nicht passen. Ich meine, kann nicht jeder Musik machen, weil sie einfach vergessen, dass Musik machen nicht, dass an der Kur kommen, mit daheim machen. Und ja, wir haben einen normalen Wechsel von ungefähr 20% von einem Jahr auf der anderen. Das sind die an der Schule abhalten, die auf der Premiere sind fortgehen, plus die ja, weil sie keine Lust mehr haben, die Wechsel als Liege und Blutgang effektiv. Da sind auch viele, die wirklich, ich meine, die allermeisten, die halten ab und die halten da ganz mit der Musik ab. Dann hast du, ich gebe so, dass die einen halten, die anderen halten von abhalten, die wollen auch etwas Neues probieren. Das wissen wir dann noch, ich gucke noch wirklich in Historik an die Schüler, die wirklich ein oder andere wollen probieren, da muss ich irgendwann auch zugehen. Also das ist selten, dass ich 4 Instrumente muss probieren, bis das von vor immer gut geht. Das wäre wirklich eine Ausnahme. Ja, wie gesagt, dass man während dem Jahr probieren mal nur eng mit den Leuten zu schwätzen, noch hin zu erklären, dass das keine gute Idee ist. Wenn sie bis Christtag oder so dabei bleiben, ich fand, da soll ein Jahr fertig machen. Das ist einfach etwas, das muss man den Leuten beibringen, dass das so bleiben soll. Früher war das normal. Wenn sie noch nach bis Christtag abhalten, das ist so ein bisschen schwierig. Da muss man es einfach als Abandon nachsetzen. Eine Tendenz, die wir haben, ist die, auch durch Gratuität, respektive durch die 100 €, die jetzt nach kostet. Wir haben einen größten Mann von Adulten. Und wenn wir dann Adulten heranwollen, dann haben wir da auch relativ sehr Abandon. Also wenn wir merken, dass einfach den Invest keine Zeit hat für das da. Es sind viele Adulten, die wir haben, die auch ein gut wollen. Da haben wir auch einen Freitenäheren, da hat man die Lecht Kombo und da waren noch viel Leute dabei, sind noch viele, die machen das seriös und die sind richtig gut. Und die Schule ist auch für die da. Es kann sogar noch am höheren Alter kommen. Und da wo man ja viel Analysen, die auch da gemacht werden, wo es einfach ist, dass das doch da wichtig ist, dass Leute nach Gehirn trainieren und durch wissen, an eine gute Entwicklung auch an der Richtung müssen wir nach gucken, nach mehr auszubauen, also ein sehr viel Platz. Wir haben noch Adulten, die, ich gebe das gerne machen, und dann probieren sie das gerne, und da haben sie ein bisschen, oder umgekehrt, da haben sie das nicht. Und das ist 100 € für ein Jahr kostet, da schreiben sie an, dann werden sie vielleicht bezahlt, und dann hält ihnen ein Kopf, weil mir geht nicht. Wenn da der Mineral mehr heiß wird, dann hat man da vielleicht aber mehr seriös dran. Das ist eine Tendenz, die ich in den letzten Wochen wirklich gemerkt habe. Es ist
schwierig haut mat den Jungen, dass sie eng Aktivität wirklich weitermachen. Ich meine, das wissen Leute auch, die an den anderen Vereinen, auch an den Sportsvereinen sind, es wirklich eng dramatisch, nicht eng dramatisch Tendenz, dass die Leute nicht mehr so seriös wollen, dass eng Aktivität nicht der Schule wirklich seriös weitermachen, für danach auch sich weiter zu entwickeln. Das ist auch egal, ob das Sport oder Musik ist. An mir wurden immens Schwierigkeiten, dass die Jungen weitermachen. Das war auch schon früher mit das Mai. Wir probieren als System noch zu adaptieren und das war noch, also muss ich noch so, es gibt den Jungen viel auch verlangt. Wir müssen noch ein bisschen zurückschrauben an dem Niveau, den wir verlangen. Teilweise für auch ihnen einfach die Chance zu geben, dass sie sich entwickeln, also auch am Volumen, von dem wir verlangen. Vielleicht nicht das Niveau, mit dem Volumen. Ich gebe nur ein Beispiel, wenn er nur ein Konkurs aber möchte, dann ist es egal, ob er zwei Stecker gut spielt oder 3 Stecker gut spielt. Kompetenzen für 2 Stecker gut zu spielen sind aber dann auch da müssen keine 3 sein. So Sachen können wir machen. Das ist natürlich auch nicht viel Spielraum, aber da probieren wir einfach Maximum Spielraum zu gewinnen, dass da die Schüler ein bisschen mehr einfach müssen für das weitermachen. Ich habe noch letztes Jahr die Formation musikale, mit Jahr noch 4 gesagt, dass sie mit 6 Jahren an der Kurs ist von der Formation musikal sind, dass sie da fertig sind, wenn an so Lycée gehen. Da habe ich noch weiter Evaluierungen an dem Sinn, wo ich einfach wirklich noch muss also ich überlegen, für dem, dass wir an den Weg gehen, für ihnen mir einfach zu machen, sie nicht so zu überlasten, für dass sie Zeit kriegen, das hat einfach das Instrument können zu appreciieren, zu üben und zu appreciieren. Aber das ist eine Tendenz da, dass da auch immer Männer sich von den Konkurren aufschrecken lassen und dann abhalten, weil sie an den Dingen kommen. Aber da muss ich einfach dazu dagegen halten, also gut, wenn sie das nicht machen, dann hast du den auch meistens nicht so groß. Und dann als Pro sollen das dann auch wirklich müssen, so unterstützen, wenn es nicht seriös gemacht wird. So, auch eine lange Antwort. Merci Nadine. Geht nicht weiter freuen von ihrer Seite? Gut, dann gehe ich proposieren, dass wir gehen bei den Wort gehen von der Organisation scolaire definitiv, von der Musikschule. Wen hast du mal drauf verstanden? Das ist unanim. Mit einem Merci und das Nadine für all die Explikationen an die gute Zusammenarbeit, die wir zwischen der Musikschule und der Stadt schon nach haben. Merci gehen nicht zurück. Am Anfang gesagt, wir sind immens froh, können die Arbeit zu machen, und sie froh, eine gute Equipe, und sie froh, wirklich eine flotte Equipe hier auch sitzen zu, wo ich weiß, dass ich ob ich Unterstützung zählen kann. Super. Merci vielmals. Ich gebe proposieren, wie ich am Anfang gesagt habe, dass wir die Seance geben, kurz unterbrechen, für dann geschwind zu starten. Dann geben wir als Seance das abholen, an auf den 10. Punkt vom Ordre du Jour zu kommen, wo dann nach ESU-Punkt übrig bleiben. Und das ist, wenn ich mir das so erlauben darf, der wichtigste Punkt, den wir heute auf dem Ordre du Jour haben, weil es handelt sich nämlich eine Konvention, à la base ein Contrat de Bail mit zwischen dem Staat und der Stadt Echternach, wo es auf dem Schulkomplex den Deal geht, wo den CDI dran ist. Und da ist es so, dass die Stadt Echternach ja die ganze Site gebaut wird und dass einfach ein Drittel vom Site, ein Drittel von der Infrastruktur wird vom Staat, genau vom CDI genutzt. Und da war aus sich eine Aufmachung, dass auch dann der Staat Kosten überholen, einerseits von dem Bau von dem Ganzen und andererseits dann auch an eine Konvention dabei mit der Stadt Echternach gehen, für eben die Lokalitäten, wo der CDI dran ist, unzulohnen, für das der CDI eben da an der Infrastruktur von der Stadt Echternach kann funktionieren. Die hat den Kontrakt dabei gesehen. Da geht es ausströms für ein Loyer Symbolik festzulegen, ein Loyer Symbolik, den sich durchaus ergibt, dass der Staat parallel eben als hilft bei dem Finanzement.
an de Finanzement den ass ke klengen an den Details als Stadie schon noch auch an der aktueller Situation gut, weil awer Finanze wieder wisst net so gut sinn an wo am Fong ein Remboursement par rapport zum komplette Bau vun der Schule anhecht vun bis zu 7,4 Millionen festgelöscht gouft, a wo mal lo mat der Innerschrift vun diesem Kontrakt dabei die echt Tranche vu 6,6 Millionen auch können überwiese kreen repetieren nach enke allo an dieser Situation ganz wichtig ist für auch die nötige Liquiditäten als Gemeng zu hunn für verschiedene größere Sachen aber zu bezuelen. Neben dem Monto von 6,6 Millionen, die man dann lo mat der Innerschrift an oder Approbation von dieser Konvention bezuelt kreen, lädt die heute Konvention fest, dass der Staat natürlich Chargen von dem Haus, die zu ihrem Drittel gehören, auch selber muss drohen. Die Chargen, die sind relativ schwer abzustellen. Wir haben da am Moment eine Estimation gemacht, wie das doch normal ist bei Kontrakt Bayern, wo dann der Staat 8.000 € den Monat Chargen wird bezahlen, wo wir aufgemacht haben, auch schriftlich festgehalten haben, dass den ersten Dekont wird abgestaltet gehen Ende 2026, weil wir dann als Gemeng auch werden am Mem sind für den Dekont auch ganz detailliert zu machen. Weil für den Moment an den Kontrakt dabei, den lebt rückwirkend ab dem Moment, wo die Schule auch angefangen hat mit funktionieren, das heißt ab den 1. September 2023, sodass man nach für die 4 Monate am 2023 plus auch für die Monate 2024 die dort Chargen auch nach lo können frohen vom Staat, dass noch der Staat eine Kontribution eben kann machen zu den Freien, die man an dem ganzen Gebäude auch haben. Weil der Staat eben die Kontribution gibt, als es darauf geeinigt gehen, dass ein Loyer Symbolik von einem Euro gefroht wird, ob dem wir als Gemeng aber renoncieren. Ich meine, das ergibt sich daraus, dass man eine hohe Partizipation finanziell haben von dem Staat bei dem ganzen Projekt. Voilà. Das heißt, mit der Approbation von der heutigen Konvention können wir 6,6 Millionen Euro rekuperieren, was gut ist für uns, für Wohlstand dafür hier, wenn das halt eine ganz wichtige Konvention ist, wo wir froh sind, dass Servicetechnik, notamment Chef Adjoint von dem Servicetechnik und dieser Konvention ganz intensiv geschafft wird, für das die auch fertiggestellt die Welt war, aber trotzdem nicht so evident für die Konvention hier abzustellen, was dann noch der Grund ist, für was sie recht fertig ist und noch nicht fertig war, dem Moment, wo die Schule auch angefangen hat mit funktionieren. Ja. Ich bin nicht froh ihrerseits zu dieser Konvention. Dann gebe ich Konvention dabei für die Lokation auf dem Campus und die Stadt zum Wort bringen. Wen hast du mir da verstanden? Das ist unanim. Was merci. Dann kommen wir zu den Informationen. Wir hatten sich Informationen zu geben, natürlich zu der Situation in den Basketverein. Ich meine, da sind ganz viele Fragen gekommen, die durchaus pertinent sind. Dafür können wir da doch durchgehen, wenn wir bei den Fragen sind. So Informationen. Ja, den Mittwoch an einer Versammlung am Naturgeopark Müllerdal für die neu gewählten, wo das Funktionament vom Naturpark erklärt wird, wann der Mittwoch dann echt 4 Uhr. Es gibt mich terrible frei für Sturm zu sehen. Ich finde es viel. Das wurde so nicht, ja. Nee, dann, ich denke, wir um 7 Uhr sehen. Ich gucke aber nach ein Kehr. Du musst eine Invitation rausgegangen sehen. 7 Uhr. Gut. Okay. Gut. Dann gehen wir auf die Fragen übergehen. Da waren die ersten Fragen, die rausgekommen sind von der Fraktion von die Grünen. Merci für die Wort. Die erste Frage, die man gestellt hat, war par rapport zu Mobilität und auch
dort runter geknappt Buskonzept, weil es war ein bisschen Diskussionen lo, dass von der ersten nachher Seite nur dem tragischen Accident, was geschieht war bei der Europabrik, die Opfahrt nicht mehr sollte abgehen und da als du könnt Informationen geben, ob du Kontakt hast mit der Stadt Irstener, wenn an der Diskussion aus, wollte man an engem sein frohen, wo da drosit auch an der Kommunikation mit den Ministerien par rapport zum Parc Entreit op Saint-Croix an den ganzen Buskonzept wird viergestalt geworden hat der letzte Regierung bei den Propos war und statt erst danach wird ja ugeknappt das und den Parc Entreit, ob du noch weiter Evaluierungen von ihrer Seite sind und noch weiter Kontakte mit den Ministerien sind. Gut, merci für das Frohen. Wir sind selber nicht responsabel für die Straße. Das heißt, was wir noch gemacht haben und wir froh rauskommen, dass wir mit Chaussee in Verbindung getreten sind, für zu freuen, wo die Arbeiten dort sind, weil das doch Arbeiten sind, die vom Staat gemacht werden und nicht direkt von uns. Das ist a priori so, es gab ein Prozess, weil eben eine Person noch gestorben ist. Der Prozess scheint auf ein Ankommen zu sein. An Beamten, die auf dem Dossier arbeiten, die haben auch intern an ihre Service verschiedene Demarchen gemacht, weil es muss für das Straße des abgeht, nach einer Reihe Arbeiten und der Brick auch gemacht gehen. Und die Arbeiten, die mussten gemacht gehen, sind a priori auch weitergegangen in Direktion von Point Chaussee. Und da ist aber nur noch kein Feedback kommen, wie die das gemacht gehen, aber wie das weitergeht. Das heißt, wir haben sich nicht viele Informationen gekriegt von ihnen, aber die Volonität ist a priori da, für auch die Abfahrt zu nutzen. Dafür müssen ein paar Arbeiten am Vorfeld gemacht werden. Wir konnten aber noch keine Details, wir bleiben da mit ihnen in Kontakt, für zu wissen, noch, wie das dann geht. Voilà. Den anderen Projekt, da sind wir Schaffen noch zu summen mit unserem Büro d'études, der noch die Gemeinde die letzten 10-15 Jahre schon surveilliert hat. Das heißt sowohl Park and Ride Saint-Croix wie Buscar. Da ist es so, dass wir uns mit dem Büro d'études auch zusammen gesagt haben, für da auch in der Stadt rundzutreten, für verschiedene Propositionen zu machen. An die Analyse, die also von unserem Büro d'études aufgeschlossen haben, nicht mehr spät wie diese Freitag schon eine Reunion am Schäferrot dazu, für dann am Anfang mit den Evaluierungen aus dem Schäferrot raus auch ein neues Rendezvous bei den Ministerien zu freuen, weil wir hatten ein Kurier gemacht, schon Ende letztes Jahr, und die neue Mobilitätsminister, wo wir auch Feedback hatten, dass weiter rund dem Projekt geschafft gehen. Und wir wollten am Anfang auch mit Evaluierungen auch mit dem Büro d'études zusammen eine Reunion mit all den konzernierten Ministerien machen, wo es uns wichtig ist, auch die Ökonomie mit ranzuholen, weil, wie ihr wisst, auch direkt neben Saint-Croix die neue Aktivitätszone Schmatzort ugedurcht ist. Und wir da, wenn sie nicht wollten, das lang diskutieren an Hannover von der Ökonomie, vielleicht noch ein Mobilitätskonzept spezifisch auf Schmatzort zu diskutieren, mit das Ganze an ein Package mit ranzuholen. Darunter hat unser Büro d'études dann einen Aufbruch mit uns geschwärzt, an die Konklusionen daraus, die diskutieren wir diese Freitag am Schäferrot, dass Rendezvous, den das noch für 2 Wochen effektiv schon festgelöscht gehen. Aber da können wir erst sicherlich, wenn wir an Budgetsdiskussionen gehen, schon ein bisschen mehr dazu sagen, weil das noch nicht, dass wir am Anfang das schon ausgereift haben. Ich denke, dass wir Richtung nächstes Jahr mehr Explikationen können gehen, an die dann noch ein Teil vom Budget sind. Voilà. Okay, lovely. Ja, und dann ist ein bisschen schon durchgesetzt, damit die meisten wird wahrscheinlich an die Informationen merken. Wir haben aber als froh rangehen, weil einfach verschiedene Frauen sich auch für uns gestaltet und darüber raus weg. Natürlich, dass es immens wichtig ist für die Kinder, zum Wohl von den Kindern, aber auch, wie wir mit verschiedenen Situationen umgehen. Weil natürlich schwätzen wir vom Basketverein Wibal, wie man an der Presse gelesen und an Carol auch merci, du hast als ganze ja die Gemeinde Rot
auch au courant gehalten, was doch gut war, weil da sind drauf ugeschwart gehen, dafür noch ein Merci. Auch Ben, du hast auch ein paar Informationen, die ich gesehen habe, Samstag, damit das wirklich viel Gespräche unter den Leuten, dann haben du, wir sind nicht so richtig an der Diskussion, muss ich noch passen, wer die seht, weil ich meine, das wirklich schwer Aufregung. Und dafür auch wieder das auch wahrscheinlich vieles an Informationen, mit dann viel laufen Frauen zu profitieren, für ein Feedback zu machen, wie es aufgelaufen ist. Aber die Frauen, die mir hauptsächlich als Gestaltung nicht int, das ist natürlich Kanner, das ist katastrophal für Kanner natürlich von heute auf morgen so kriegen, dass sie ihren Sport nicht können weitermachen. Ich meine, wenn du siehst, du hast zu Lizenzen, wenn ich richtig mitkriege, sind da Diskussionen. Aber was mir aber als auch gefreut tun, das voilà, waren schon die Missstimmung, war die schon viel drunten bekannt. Wir sind halt hier schon mal hier an Gespräch gekommen, waren da schon am Voraus auch Lesungsvorschläge oder Lesungsversicht für die zu sichern gemacht gehen mit den Vereinsresponsablen und dann natürlich wie immer in Zukunft immer Strukturen, die eigentlich von Scheidungen so als Subsidkriterien nicht gerecht gehen, was du oder will so, dass man an einer Finanzkommission zum Beispiel schon gesagt hätten, dass sie kein Bilan rangehen hatten, dass was das falsch, aber das war die Information, die ich noch hatte, mit dafür Mensch für hier einen Punkt zu machen, auch nach außen hin für alles klarzustellen. Merci dafür. Ich gehe vielleicht just aufhängen, aber ich gehe nur den Banner fort, den Dossier erstens auch schon mehr lang kennt wie ich und zweitens auch als Sportchefin das ganz natürlich auch suiviert wird, aus der Perspektive von der Stadt Irstein nach. Wir sind Freitag den Abend, Freitag für eine längere Woche gewohnt gehen, dass Kanner Training gesot krit hun fir Training, et wär kein Training, also wieso geif auch den Basketsverein ophalen. Dat war als echt Informationen, die mir krit hun mat der Konsequenz, dass du ein ganz reich Kanner Kleinkanner hemgange sinn an gekrasch hun bei ihren Älteren, an dass du eng Situation entstanden ass mat der Emotionalität vu Kanner, déi auch direkt zu enger gewisser Panik gefauert hun, wo ich wirklich bedauern, dass am Funk Kanner die waren, die Information als alleréischt krit hun, dat mischt den einfach net. Dat mischt den net, et hätte kenten sech und d'ältere wenden, et hätte sich keten und Gemeng wenden, mir et mischt den net, dass ein Kanner an die dote Situation bringt. Dat will ich ganz ganz deutlich so an. Mir am Funk ab Freitagabend direkt probiert Kontakte abzuholen, sowohl mit den Eltern wie auch mit der Föderation. Wir hatten Freitagabend schon auch den ersten Kontakt mit der Föderation, für einfach auch zusammen zu gucken, aus der Situation, die auch Stress bedeutet für jeden, weil sowohl die konzerniert, Kanner, die Eltern, mehr als Gemeng wie auch die Föderation, die waren als ich mal erschlossen, weil da tut noch eine Situation, die wird am Prinzip nicht so abkommen. Vereine, die abhalten, sie Vereine, die keine Membre mehr haben. Und hier ist ein Verein mit 150 oder wir wissen nicht genau, wie viele Membre, die von einem auf den anderen Tag abhalten, dort en plus mitten in einer Saison, wo ganz viele Equipen auch an Divisionen spielen. Das heißt, das du jamais vu eigentlich auch an der Lützeburger Sportswelt, weil das können in dieser Form im Prinzip nicht viel. Bon, weil man freitagsabends da schon eine gewisse Stimmung auch gespürt haben, die natürlich aus der Enttäuschung von den Kanner auch aufgegangen ist, wo mir als Schäferrot eigentlich direkt freitagsabends gesagt, dass wir geben für Sonntags, Mittags die Eltern alle Guten zusammenrufen, für auch da Rede an Antwort zu stehen. Weil das nämlich nur dem Training geschieht, nur dem Training als eine Kommunikation und die Eltern rausgegangen, dass der Verein geht abhalten, aus 3 Ursachen. Erstens, weil die Gemeinde nicht genug Hallenzeit zur Verfügung gestellt hat. Zweitens, weil wenn der Gemeinde ein Match den für die Sonntag geplant wäre, müssten aufgesucht gehen. Und drittens, weil die Gemeinde sich an die Gouvernance von dem Club anmischen. Voilà. Bon, als erste Reaktion war nicht die, dass wir also direkt müssen groß verteidigen. Wir müssen natürlich auch etwas dazu zu sagen.
und es war viel Roserei bei den Älteren, weil die natürlich schüst gesagt kriegt, tun wir halt ob wenn's da Gemeng. Und du wenn's da, wo man gesagt, okay, wir stellen uns, wir haben nichts zu verstoppen, und wir rufen die Älteren, wir äußern sind eigentlich da und erster Stelle drin gegangen, für zu gucken, wie kriegen wir die Situation beruhigt, oder wie kriegen wir auch vielleicht eine neue Perspektive oder dieselbe Perspektive, weil für mich war Freude sowas, noch nicht vom Tisch, dass der Club definitiv abhält, es sind noch verschiedene, die gemeint tun, dass der dort ein Molenker so gesagt gehen ist, für auch vielleicht eine Reaktion von der Gemeinde zu kriegen, und nicht definitiv wäre, da tun ich persönlich auch indirekt gehofft, weil trotzdem was von Haut auf morgen Club abhalten, aber für einen Staat und noch für uns als Stadt ist danach kein gut Novell, wo man natürlich probiert tun noch danach vielleicht eine andere Solution zu finden. Ich gehe vielleicht just ob die 3 Reprochen angehen und die Band kann darüber angehen, was mal am Anfang das Wichtigste war für Solutionen zu finden, die letzte 10 Tage, ja. Am Kontakt mit ganz aktiven Eltern, wo ich will sagen, dass da wirklich schon eine immens flott Dynamik aus der Situation entstanden, dass mit ganz engagierten Eltern, die sich für Kinder ersetzen, die sich für den Fortbestand vom Basket ersetzen, zuerst danach, weil eben da aber eine immens flott Dynamik abkommen bei Kinder, die ihr Sport kennengelernt haben und den auch wirklich gelernt haben, gern zu haben, Tisch Eltern und dann auch Kontakt mit der Föderation, den noch immens gut war, die auch erschlossen waren, die das auch irgendwie mussten handeln und das schon mit anderen rundherum. Und die Band kann darüber angehen, wie wir probieren, eben den Kindern eine Zukunft zu bieten. Ganz kurz auf die 3 Reprochen, nicht genug Hallenzeit. Wir haben nur geguckt, wie viel Hallenzeit das der Basketverein halt zuerst noch hat. Und sie hatten, wenn in alle guten Vereine guckt, bei weitem die meisten Stunden an eisen Hallen zur Verfügung. Am Ganzen hat der Basket 54,5 Stunden zwischen Montags und Freitags lang Sportshallen und der schwätzen ich von dem Breil und noch von dem Lycée zur Verfügung. Dabei kommt der Weekend, wo am Anfang Sonntags morgens die ganze Halle, die 3 Deler am Breil für sie reserviert waren, plus Sonntags mittags war keine andere Equipe auch ein Match hat. An Samstags waren noch morgens Matcher. Du hast angeschaut, ob man Diskussionen hatten. Wir hatten Diskussionen auch nach Lizenz, auch mit dem Basket par rapport zu Samstags morgens, weil man Samstags morgens eine Situation hatte, wo man für das Tal am Breil 4 Vereine hatten, die die 3 Deler von der Halle wollten nutzen. So 4 Vereine für 3 Deler, das geht am Prinzip schon nicht ab. Und hatte man eine Reunion gemacht an der allheilige Vakanz, wo auch alle guten Vereine halt präsent waren, wo es ging, eine Lesung zu finden. Und die Lesung, die da auf 4 gegangen ist, war eine, die auch am Sinn war vom Basket. Das Basket hat Matcher samstags morgens und dann haben wir geguckt mit dem Tischtennis, mit dem Turnen, mit dem Volleyball, mit dem Judo, für da eben eine Solution zu finden. Und wir haben die auch gefunden und da war eigentlich gesagt, dass der Basket dann effektiv so samstags morgens den Plage fix tun, für ihnen eben zu ermöglichen, dass sie effektiv all Samstag noch hier Matcher oder hier ein Training könnte finden. Das heißt, das war aus unserer Perspektive etwas, was positiv war, auch für den Basketverein, wo man dann noch nicht nachvollziehen können, dass 10 Tage nur eine Solution, die mit all den Vereinen erfunden gehen, ist, die dort eine Reaktion können. Das heißt, von den halen Zeiten hier, ich bin d'accord, dass es Diskussionen gibt, die gibt es für und all Saison, dass sie natürlich all Verein will, das meist für sich rausschlagen. Das fand ich ganz normal. Das tun ich auch mit Kollegen aus anderen Gemeinden geschwätzt, dass es nicht anormal ist. Aber wir mussten aber probieren, und das haben wir auf der Versammlung auch gesagt, ein Equilibrium zu finden, für alle Vereine aber irgendwo selbst zu behandeln und nicht ein Verein über den anderen zu stellen. Natürlich, wenn mehr Members da sind, dann verstehen wir auch, dass mehr Demand da ist. Aber wenn sie hat, der Basket auch mehr Hallenzeit wie alle guten die anderen Vereine, weil sie eben viel Kanner hatten, was ja auch gut war, diese do enkadréiert hunn. Voilà. De Match vu Sonndes Mëttes ass hauptsächlich de Problem gewircht, dats mir vun all goten de Vereiner Feedback koten Ufang vun der Saison wie nie Matscher sinn. Leider kot man de Feedback vum Basket net. Am mir kote recht de 4. November wat dann engwoch fir und dem Clash do war kot man recht eng Lëchtra gescheckt wie niet Matscher sinn. Do war fir gesinn, dats de Match Sonndes Mëttes 1:30 sollt sinn an Donnerchtes dat techt 1 der 4 dann dat ze so dat ze ophalen, ass da wenn e Message vun hinne kom, dats de Match lo net 13:30 schwer mir ofs 7 Auer. Dat techt dat war am Punkt 2-3 Deeg 4 dem
konzernierten Dach. Und du hat aber der Volleyball schon ein Match, der schon seit August bekannt war, bei uns auf der Gemeinde. Und du hast als Leute geantwortet, dass das leider nicht gehen kann, weil der Volleyball da ein Match hat, obwohl, und du musst so, dass dann alles aber probiert, eine Solution zu finden, nach einem Volleyball geguckt gehen hast, mir auch der Volleyball hat gesagt, beim allerbesten Willen, mir donnerstags ein Match aufsuchen oder verlieren, für sonst Mittags, das können wir auch nicht machen. Und das habe ich auch verstanden und dafür haben wir auch da nicht interveniert. Das ist einfach gesagt, ihr könnt das Match nicht spielen. Voilà. Am Nachhinein wissen wir von der Basketföderation, dass durchaus auch eine Solution von gehen, wo das Match verrickelt wird. Das heißt, das Match war nicht durch fest verloren, obwohl nicht konnte sonst 19 Uhr gespielt gehen. Den dritten Punkt, und dann schließen wir auf, dass wir uns angemischt hätten an eine Gouvernance von dem Club. Da also durchaus so, dass das Gemeng, und ich gucke da auf den Ben und auf den Ricardo, auch schon ein paar Mal auch Demande gestaltet und den Verein für zu so organisiert, eine Assemblée Générale, das ist schon eine Obligation, und das ist auch eine Demande von uns für ihre Subside zu gehen. Also ganz konkret so gewesen, dass der Basketverein nicht konnte auf die Versammlung kommen, die wir mit den Vereinen gemacht haben. So, und der Message, den ich gekriegt habe, ist, wir zwei können nicht kommen, die zwei Responsable vom Club können nicht kommen. Und dann habe ich, und ich assumiere noch das, was ich da geschrieben habe, geantwortet, man ja genau die heutige Situation weist, wie wichtig das ist, dass ein Komitee aus mehr wie 2 Leuten besteht. Und ich habe gesagt, dass die Schuld wäre, dass sie nicht könnte kommen, aber da geben mir suggerieren, dass sie irgendwie geben, in andere geben frohen, zum Beispiel von den Älteren, wo wir auch froh waren, dass dann auch ein von Älteren auch bei der Reunion dabei war, einfach für Not zu lauschen, nicht für sie zu repräsentieren, weil den Mandat nicht hat. Voilà. Und höchstwahrscheinlich als die Ingérence an Gouvernance vom Club aus der doten E-Mail aufgegangen, die ich gemacht und die ich wie gesagt assumieren, weil es aber wichtig ist, dass Komiteen aus mehr wie 2 Leuten bestehen, für das eben die Sache auch funktioniert. Und voilà, das sind die 3 Punkte, die uns reprochiert wurden, wo es auch wichtig ist, natürlich auch zu sagen, was als Position dazu ist. Da tun wir auch dann den Älteren noch mitgedeelt. Wie gesagt, den Hauptpunkt war den, für zu gucken, für Solutionen für die Kanner zu finden. Und da tun wir probiert, so gut wie möglich zu machen. Ich meine, Karl, das ist der grob gesagt. Ich war schon am Anfang vor, die war die Erde weiß, wie das dort aufgelaufen ist. Ich hatte noch Podest für drin mit der Präsidentin von ihrem Verein redet. Sie wollten auch ein Tablet für an der Sportsaal, den Affichage, du den Tablet bestellt. Ich hoffe, dass man noch brauchen nächstes Jahr. Aber es war einfach, es war nicht trop präpariert. Das ist auch nicht mit uns geschwärzt, dass der Verein giffen ablesen. Bei mir doch den Telefon geschaltet, wo ich dann kann an Druck reichen hören. Ne? Dann frisst du nur, wie war da wo. Aber das war definitiv nicht kein fair Advice für so viel zu gehen, weil das war schon auf den Reg von der Kanner gespielt ging. Ne? Ich war froh, dass die Eltern noch so eine Dynamik entwickelt haben und du wirklich relativ schnell eine flotte Gruppe zusammengekommen hast, für dann zu gucken, wie ihr könnt viel gehen und was das von Möglichkeiten gibt. Karl war ein bisschen am Kontakt mit der Föderation. Wir sind am Anfang auch zum größten Teil abhängig von der Föderation, weil die Lizenzen gehören dem Verein, dem Wipper. Ja. Das heißt, das ist auch nicht möglich für den Verein so zu wollen, weil sie in ihren Statuten stehen, dass wenn von den 2 Membres Fondateurs abhält, da gibt es den Verein nicht mehr. Ja. Das heißt, besteht keine Möglichkeit für den Verein, da von anderen Leuten zu wollen, dass das ihre Verein, auch wenn sie da mal abhalten oder bei einem anderen Platz gehen, voilà. Die Föderation hat de Moien ein Kommuniqué gemacht. Ich muss den ein bisschen mehr im Detail durchlesen, wo sie am Anfang
den kann Meigkeet ginn fir de Saison bei engem anderen Verein zu spielen, auch op dem Niveau wo se waren. Das aber so, wann statistisch verstehen, dat die Lizenzen Theodrop, Nees und de Wippball fallen. Okay. Voilà, ich mein, ich muss noch gucken, dat man enke mat der Föderation Kontakt abhole fir zu gucken, wat dat toten bedeit. Ich kann nicht solo kein Antwort drop gin. Wann in den neue Verein grünnt, hecht dat die bei 0 aufhängt, dat kann dann noch an den ënnechten Divisionen dann nees aufhängen, an dann muss dat vu 0 nees opbauen. Ech hat Kontakt opgeholt mam Bärboer Basket, die sind ze summen mat den Bëllier. Ech hun dat gemerkt, weil dat fir mech de Verein war den am nosten ass. Mi hunn eure Basket besteet de Basketsverein zehefnech an noch an der Fields. War bis mi weiters. Du war meine echte Gedanken homo Kontakt mat den Bärboer op. Du waren dann noch 2 Leute von dem Verein waren doch hai an der Reunion hun sich dat ganz mal ugelauscht hat an hun noch dann do hier Hëlle ugeboden fir awer dann zu gucken ob lo dann Traininger awer nach könnt zuerst dann nach ubinden. Do also do so dat do Traineren am Bärboer Basket sinn de fir de Wippball trainéiert hunn. Dat hecht kann kennen Traineren noch. Do muss ich lo gucken, wat gëtt vu Meigkeeten fir dann so awer dann schon nach Trainingen unzwieden. Dat werd sech an der nächster Zeit rausschälen, das wege so de komplizierten Dossier, wenn man vun de Lizenzen do ofhängig sinn. Do werte lo wahrscheinlich kann an all Richtungen goen. Das schwéier vorausgesehen, wie der tote sech fährt weiter entwickeln. Ich wollte aber noch op Subsiden agoen. Du hast gesagt, dat die Subsiden net gerechtfertigt wären. Das ist so, wir haben an unserem Reglement hummer nicht stoen, wat net konform ist. Dat heißt, da geht es darum, dat muss ein SBL sein, sie sind ein SBL, dat der Sitz muss halt sicher noch sehen, dat das der Fall. An der deng weil er méiers am Fong do net verlangt. Mir hunn als Politik mir immer gefrot gehät, se solle Wandstift eng Assemblée General machen. Sie hunn wann se ihre Subsid ugefrot hunn sie och immer e Bilan an und Dro gehang. Dat heecht Mattieren Einnahmen, Ausgaben, dat hunn se immer gemerk. Der Tisch der Tumor von den Jahre firdrun mir so just eben kein Assemblée General gehabt. Sie zwar immer eng Gruppe geschrieben mit Gemengers nie invitiert gehen. An eng am Sommer die hun sucht die war Carol war do, dat war der 27.7. war dat und du so sucht dat zu 160 aktiv Morbrunnen. Ich kann nicht der tote noch gehen, da könnt enke drüber gucken, du sind jetzt sollen. Sie haben immer dran geschrieben, dass sie das dann zertifizieren, dass eng sagt, dass sie 2 voilà, das heißt, wir gehen davon aus, dass die Zöllen dann stimmen und dass sie auch sie haben Urrecht auf den Subsids gehabt. Wir haben noch nie vorgestellt, dass sie die Subsid nicht hätten Gifte kreen, weil just eben ich meine mir 4 Jahren wat Vereine sollen erfüllen un bon père de famille wie immer seht natürlich schwer als Jugend an Carol wie du gesagt hast, du waren der Sportwelt noch nie do mengsch weil verschieden also normalerweise eng Struktur von engem Verein kein Businessplan ass wie soll ich so ein Komitee do han steht an du es gar du fuhren an de hast eben ha net die hätte Kate funktionieren von du hier froh par rapport zu dem und schwst dass du je viel Kap zerbrischen gemacht hat an du für Merci für denfaten op den sujet wo man natürlich hoffen dass Lesungen gefunden gehen aber just froh sind dann lohn nach Kontakte mit denen 2 Personen also nur der ganze Opregung nur der Presse nur
no da wie se gesehen aber wirklich lo Detress die do hast helfen die Leute mat weiter hast du noch Kontakt oder nicht? Also ich hat selber Kontakt abgeholt an die konzernierte Weekend mit dem Ediko was dann der Club gegründet wird. Und hatte ein Gespräch von ungefähr einer Stunde, wo ich eigentlich gemerkt habe, dass das auch nicht schlecht war, wo ich denen einfach das gesagt hat, was zu sagen hat. Aber wo ich sie eigentlich gefragt habe, sich das ganz durch den Kopf gehen zu lassen, wo mir proposiert haben als Chefverrat, dass sie sollten letzten Montag an den Chefverrat kommen, für eine de Vivre auch darüber zu schwätzen. Bon, sie hat mir den Montag des Abends angerufen, für zu sagen, dass hier die Decision definitiv wäre. Und ich habe noch nicht mehr weiteren lang Gespräch geführt, weil da eine gewisse Enttäuschung da war, dass das alles dann am Sand verläuft. Und die Föderation hat auch Kontakt mit ihnen. Das ist also nicht, wie wenn sie fortsehen, sie sind schon noch da. Und der Einzige, was ich weiß, ist, dass sie den Kanner für diese Saison nicht wollten versperren. Das ist das, was ich als Feedback gekriegt habe von der Basketballföderation. Aber bon, stellen sich natürlich auch vor für die Saison danach. Das heißt, und das ist das, wo der Benno drauf angeschwärzt wird. Da scheinen aber dann auch nach einer Reihe Evaluierungen zu sehen, die auch dann ein bisschen fragwürdig aber kein zu sehen. Also das ganz komplex. Merci für all die Informationen. Ich wollte just unterstreichen, wie mir am Anfang der Weisheit total begrüßt sind. Das ist nicht evident, so Emotionen abzufangen. Also ein Weekend, wo dann Informationen von links operiert gehen, und ich wollte just unterstreichen, wie mir die Weisheit total aufheben an die proaktiv an der Weise für dann die Moment so sehr zu reagieren von mir just löwenswert, weil mir geht just den Eindruck, dass Wallis schon gepackt werden, weil alles was bei Dialoge so tut, sie will Probleme an der Kommunikation, sie wird lo an enger Halt zu trainieren, der eben provisorisch durchsteht, aber man genau wissen, wie viel Helm als Anfang fehlen, für dann so gut wie möglich zu zu gehen. Das ist normal, dass du dann Probleme entstehen. Mit dann daraus die Konklusion zu ziehen, einfach so abzuhalen, ohne ein Problem Durchstellung, ohne wirklich schon fair als man drüber geschwärzt zu hören, und dann direkt mit der Kanner so an der Weise so eine Kommunikation zu machen, als einfach irresponsabel. Das sieht das nicht gewirrscht an dem Fall, an das wollte man just teuer verheben. Ich selbst von ich nicht so richtig verstehen. Sie haben eine Cessation d'Aktivité gemacht. Das ist der Verein national nicht abgelegt. Also müsste auch die Föderation am Emsen für sie unter Druck zu setzen, dass sie die Lizenzen müsste freigeben. Wenn eine Cessation d'Aktivité ist, dann müssen Kanner ja noch irgendwie Chance kriegen für entweder bei einem anderen Verein oder für sich im Haie-Verein drin. Also müsste die Föderation, die können wahrscheinlich unter Druck setzen, für da etwas schnellstens zu machen. Ich meine, ich hatte selber keinen Kontakt mit der Föderation, aber ich weiß auch, dass die Föderation etwas auswärts, was sie noch nicht hätten. Das heißt, dass es noch nicht ging, dass der Verein während der Saison einfach so seine Aktivitäten stoppt. Sie haben an dem Kommuniqué dann gesagt, dass Kanner könnten während der Saison an bei einem anderen Verein gehen. Föderation hat das gesagt. Auch spielen mehr Theodrop fallen Lizenzen nicht in den Wippball zurück. Und dann geht es dann um Transfergelder etc. Das heißt, das geht nach eine spannende Situation. Und ich fand es just traurig vis-à-vis von den Kanner, die 150 Kanner, die wir haben, das sind die Wege, die am meisten dafür können, an die Lo Anfang Schwierigkeiten nun für ihre Sporthallen nach auszuüben. Das ist das, was ich traurig fand einfach. Nein, Präzision an der echter Kommunikation und Eltern als geschwärzt gehen von einer Cessation d'Aktivité. Punkt. An Kommunikation ist aber angepasst gehen, das wissen wir auch von den Eltern, an eine Cessation d'Aktivité zuerst danach. Ja. Das heißt, das ist dann auch etwas, was geändert wird, was als Konsequenz hat, dass das BL weiter bestehen bleibt. Das heißt, wir können
mir keine ASBL, die hier Aktivitäten komplett erstellt. Wir haben eine ASBL, die eine Aktivität zuerst danach hat, die zuerst danach angestellt wird. Und das ist auch das, was richtig komplex ist, wo ich weiß, dass die Föderation sich auch da beschäftigt wird, aber auch soll bei Ihnen an einer nächsten Assemblée Générale diskutiert gehen, für vielleicht auch in Zukunft die heute keine Figuren noch irgendwo viel zu sehen. Okay, nach einer dritten Frage. Ja, das wird dazu, dass einfach weiter so und vielleicht immer das Stimme und sie macht die Vertrauen da erklärt ja. Voilà, weiterfeiere von der Diskussion, die wir am letzten Gemengerot hatten, wo wir vorgestellt hatten, ob es Neues gibt am Dossier Marquisa, wo es da erklärt hast, dass eine Reunion am Beruf war, aber unter dem Auftrag vom Kulturminister an von unter der Madame Biswoch vom INRA an der Madame Hangartner von Novitus. Das war an Form von einem Workshop gemacht gehen. Das war just dafür drauf, wo wir darüber geschwärzt hatten. Voilà, an Hai lo bisschen ob die Diskussion, die du an dem Workshop eigentlich abkommst, wo ein Bestandopnahme gemacht wird, ein bisschen geguckt wird vom Auftrag vom Kulturminister, wer denn alles kennt, heute zuerst danach von Interessantes hun an durch ganz Land viel dem Nové an Musee zu bringen, wo de Constat aus, dass es da ganz viel Sachen gehen, dass die Madame wirklich überrascht war, werdet du alles kennt gehen, du war groß wie soll ich so Begeisterung an dem Workshop und dann zeitgleich war auch erklärt gehen, Carol, du hast das auch schon gesagt, dass ein Architektenkonkurs gemacht gehen von der Gemeinde, ein Auftrag für den Architektenkonkurs und dafür haut froh hei wegen nie den Auftrag dann ausgeseit natürlich am Wissen von der Begeisterung auch die von Seite vom Kulturminister dann aber aus oder die Rapport in den Kulturminister wird kree, wo dann den Teppich natürlich aber gerollt ist, für do flotte Projekt zu hun. Den Architektenkonkurs kann lesen an dem Rapport von dem Workshop, dass der soll in einer Soumission restreint sein an lo eben voilà, ob da am Eis kennt so wie den Architektenkonkurs nach watfange Kriterien, watfange Enverguren du ugegeben, wat du alles soll draufkommen, ob da Eis do lo können ein Feedback gehen. Ja, merci für die Fragen. Paar Explikationen zu dem, was du gesagt hast. Also die Reunion, die Arbeitsgruppe und auch die Kommission sind nicht zusammengekommen auf dem Mond von dem Kulturminister, die sind zusammengekommen auf dem Mond vom Chefrat, weil es ist auch das der Kulturminister, den Madame Hangartner vom Büro Novitus engagiert hat, etwas, was wir als Gemeinde begrüßen, weil du der Arbeit auch vom Kulturminister an diesem Kader gemerkt hat. Und Madame Biss und Madame Hangartner sie bei uns an den Chefrat kommen, für uns am Anfang zu erklären, was Madame Hangartner soll machen, nämlich noch Sachen auch sichern, die könnten potenziell auch an der Marquise dann ausgestaltet gehen. Und wir haben als Chefrat proposiert, dass Madame Hangartner mit der Madame Biss zusammen an den Arbeitsgruppe geht, für eben noch Informationen von lokalen Erstanacher zu kriegen, sodass am Anfang das nicht aus, was vom Kulturminister ausgegangen ist, wie was von uns als Chefrat ausgegangen ist. Den Architektenkonkurs für den Architekt, das ist kein Architektenkonkurs en tant que tel, den wir envisagieren, aber das ist aber eine Prozedur, wo es darum geht, einen neuen Architekt zu definieren. Wir schaffen da mit einem Büro zusammen, den als Cahier des Charges aufstellt, den eben da soll öffentlich gemacht gehen, du hast zur Mission genannt, für das Architekten sich melden, für das zu machen. Und das Büro, den aus am Gangen mit uns als Chefrat, den Cahier des Charges aufzustellen. Und was geht es da bei dem Cahier des Charges? Da geht es am Anfang darum, für die Deliberation, die wir als Gemengerat geholt haben, par rapport zu der Marquise, auch umzusetzen. Das heißt, wir als Gemengerat haben wir dezidiert,
dass wann et Eis no geht an Eisen Finanzen noch no geht, dass man gefen op die Option B mat engem Touristik gefe goen Mün awer net verschloss op eng Soluioun, die mi groß ass, wenn man die neidech finanzielle Unterstützung gefe vum Kulturminister kreien. Dat techt die Idee bei dem Architektekonkurs, das net genau der richtigcht Wort, ass déi fir am Fong Architekten 2 Optionen durchlehen ze losen, eng Option, die am Sinnners vun der Gemeng, mat dem wat mir och desideiert hunn am Gemengerot, an die andere Option ass déi effektiv fir méier Richtung vun engem Muse ze goen, am hun mat dem Kulturminister aufgemerk, dats ma eng kloer Promesswerte kreien par rapport zu der Option, die mir am Fong majoritär trick behalen hun an der Option, die mir gros ass, wie dats ma auch Funktion vun dem wat mir auch als finanziell Hëllef kree könne desideieren a wer Richtung dats ma wëlle goen. Voilà. Dat heißt, du gëtt lo aktuell keine neue Positionierung par rapport zu der Deliberation, die wir am Gemengerot geholt und wir schaffen am Fong an der Kontinuität von dem, was wir da gesagt haben. Das heißt, für uns steht noch immer die Option B oder B+, wenn wir die nötige finanzielle Unterstützung kriegen. Und das muss auch aus den Projekten hervorgehen, die dann Architekten auch anbieten, für an der Markt zu realisieren. Die ist für ihr also nach immer also nach immer mat Wohnungen an dat war auch da vom Tourismus vom Touristenbüro Tourismus auch nach Motto dran dat steht nach immer also an denen oplären die Kaie de Scha soll dat du dran nach weiter. Ja du nicht am Anfang du geändert mit tankt natürlich davon auf wat kann nach an die ganze Strukture rakommen auf eng Richtung dass geht. An du noch wann dann den Architekt bis beim Architektekonkurs da wären, wie geft dann do de Jury ass dat an de Schafferrot, de Gemengerot, ginn dort Leiit mat op de Wegol, wo der je stocher Gedanke mer, dat Fläch lo bese fré, well hat verständen gift no an en Architektekonkurs wirklich goen, do si jo dann nach net méi voilà, dat flecht mat op de Wee oder op der ich schon Gedanke gemerk hut. Dat ass effektiv en Deel auch vun dem Kaie de Charge, wo sowohl eine technische Gruppe gëtt, den am Fong dann die ganze Zwivi vum Dossier soll machen, wo da wo een Decisionsgruppe gëtt, wo effektiv de Schafferrot dann fir d Gemeng och dann werd mat rase, wo awer auch die Verwaltungen, déi ha auch matschwätzen, dat hecht, wo auch de Kulturminister a wo den Tourismusminister, die ha ganz stark auch involvéiert sinn, wo déi auch e Rolle ze spielen wollen. An de Prozesslo vun der Aufnahme vun der Madame vun Novotus dat geht lo bis mit Dezember mengglisch krit den do reinkeier lo dann en rapport darüber wat du alles oder kre man dat enke firstalt oder also Madame Hangarten aus vum Kulturminister engagéiert gin der Techen sie am Fonglo kein Obligation fir ihr Resultate bei auszuweisen, mir sind durchaus gut im Kontakt mat hier an noch mat der Madame bis mit das lo net net gesot krit sie schafft lo bis den da muss rapport firweisen also mir sind du net de Kontraktant vun der Madame. Ja, nee, so Kronen stellen dat wie sinn das normalerweise dat lo bis Dezember lebt Kulturminister voilà, und dann op Stadt erst nach dann dem Moment dat noch publik mcht oder net dat an näherem willen ass fir dat an de Publikum oder eichter ja dat geht jo der mat weiter an Planung eigentlich wetter no bei Stu könnt. Ja also wir verschleessen als du neicht mir sind ein froh, dass man du die Unterstützung kreien. Jean-Claude, du kannst ver so. Das sicher wann en do de moment Madame bis nolauuscht also sie als die ersten alliéiert vun ihr danach fir eng Groversion zu machen. An sie as am vu Gott och den alliéiert vis wie vom Ministère de la Culture fir gräser Daten gräser finanziell Sommen an am Fongel die investieren fir grosse Muse si sech parfaitement bewusst wie d finanziell Situation zucht dann was. Datcht wann es gräseres könnt hinnner dann as schiwe die wat Finanzierung vom Ministère de la Culture an spengen man dann bis sie sech parfaitement bewusst dat dann zu mis go. Mit de Message den Ministère ass dat erst dann nach sech net verschleist abs gräseres wann net finanziell mecht was. Das dat wat man Trick behalen hat in 2023. Gut. Merci.
Gut, dann froh von der CSV. Ich sind ob ich froh noch auf Stelle hätten die vom Christ Märt vielleicht kannst du also du auf ein Update gehen wo man da sehen ich denke froh werde du nur Stelle mir allgemein so wie viele Vereine uns gemeldet so mal genug Vereine uns gemeldet und ich weiß nicht also einfach so allgemeinen Bilan Präbilan zu zählen von dem Battle noch kennt. Ja. Merci. Wir hatten ja im September eine kleine Informationsversammlung gemacht, wo eure ganzen Dossier ausgeschafft gouf, die eigentlich ganz gut auch von unseren Beamten heute zusammen gestaltet gehen aus, wo bis ein Konzept für gestaltet gehen aus von dem Christmarkt, den soll auf den Platz kommen, da wo dann Gemengelo, nachdem es das BRL ist gesagt hat, dass sie nicht mehr will, also nicht Christmarkt will auf dem Platz machen, wo wir eigentlich dann so mal auch dann do ganz keine Charge abgestaltet haben. Nur der Präsentation konnten Vereine hier den Monten erreichen, am mir Hunlo stand haut. Und ich denke, das auch dann die Finalsituation, weil wir kommen dem Ganzen auch ein bisschen mehr noch. 45 Stände, die auf den Christmarkt sich angemeldet haben, an die auch dann die Konditionen, die man wollte setzen, für auch den Christmarkt auch nachhaltig aufzubauen. Das heißt, die Idee ist schon die auch gewirrscht an der Ausschreibung, dann, die wir gemacht haben, für den Christmarkt mit Holzständen aufzubauen, die dann auch dem Ganzen eine gewisse Nachhaltigkeit geben und wo wir probieren, auch so Plastikzelter zu evitieren. Und wir werden den Christmarkt, und hier ist ein kleiner Plan, wir werden den Christmarkt über den Marktplatz und dann hier ein Parking 400, also nicht für neben der Basilika, aber auch bis 4 Meter, also Fullbau drauf, bis beim Anfang, bis bei den Doktor rabzählen. Wir werden da hauptsächlich dann 3 Sitten holen, wo sich alles konzentriert, wo man auch probiert tun, überall auch der größte Stand zu holen, für das auch all Seite von dem Christmarkt dann auch besichert wird. Und voilà, das ist die Organisation, die steht, dass ein Programm von unseren Leuten abgestaltet gehen, auch mit Musik, die soll gemacht gehen, respektive einfach den Encadrement von dem Ganzen. Du hast auch das Kino mit angebunden, Konzerten, die auf dem Christmarkt sind oder am Trifolion sind. Das ist auch ein ganz kleiner Teil am Hiof hier gesehen, sodass wir dann noch den Hiof trotzdem dabei haben. Es wird noch Reklam gemacht zu dem Christmarkt. Das an der Sauerzeitung, aber auch über das klassisch Resoen, wo wir dann hoffen, dass wir auch das Jahr, wenn der Christmarkt dann auf dem Markt ist, auch einen gewissen Success können haben. Das für uns als Gemeinde eine gewisse Herausforderung, weil wir das dort noch nicht gemacht haben. Aber das Feedback also ist gut. Es sind ein paar Leute, die uns gesagt haben, dass der Wunsch da wäre, dass wir vielleicht nächstes Jahr ein bisschen echter an Kommunikation gehen davon. Das können wir aufpassen. Sie sicherlich Sachen, die auch das Jahr werden auffallen, die wir dann nächstes Jahr können besser machen. Aber bis los sind wir eigentlich guter Ding, dass wir die Christmarkt doch gut organisiert kriegen. Voilà. Ja. Ja. Das ist ja Voilà. Bon, wir stellen dann noch pur Frohen für allem zu den Sport und Infrastrukturen. Ich meine, die Situation am Basket, die wird gewesen, dass gewissen Engpässe an der Sporthalle in Breil. Und dafür denke ich, dass es immens wichtig wäre, dass der Bau von der definitiver Sporthalle im Campus Gerg aktiv weitergetrieben gehen. Dafür bin ich froh, wo das Projekt von der definitiver Sporthalle momentan drohen. Geht das weiter. Dann zweit froh, wollte ich vornehmen, die Lycée-Saal, die ist ja bekannterweise der Weekend steht im Moment nicht zur Verfügung für die Vereine. Sind da Diskussionen auch gefordert, für dass das dann aber möglich kann, weil ich sage, dass wir Engpässe da sind, dass die Lycée-Saal auch der Weekend kann von den Vereinen benutzt gehen. Man dann die dritte Frage ist betreffend die provisorische Sporthalle am Breil. Ich meine, sie steht nicht so lange, für allem bei den Durchstellungsspielern gab es ganz Reihe Verletzungen.
der wat vun allem dem Stompschen Bodenbelag leit an do den Dëchteinsverein wär froh, wenn se do kenint den speziellen Dëchteinsbelag kréien Towerflexbelag, den ihr kennt oprullen an ofrulle fir d Matscher hin zum Beispiel op de Landsmeerschafte benutzt gëtt so Belag an op Gemeng so belag an fir den Dëchteinsverein kenint kafen. Dann sus vor eng generellere macht man zum Basket ich denke lo as allem ebe wichtig dass och zwiesch nach de Basket geef besto bleiwen an dass ma da probieren das nächste Saison dann aber ha Basketsverein zwiesch nach fern wer schut wenn du alle Spieler gefen an einer Verein fir das so go an do gefe bleiwen ich denke zo bemeien noch am Kontakt mat Ären an mat Jonken dat ich kann versichern dat ich so versicher fir nächste Saison Basketsverein zwiesch nach zu hunn an dats de Basketteil dann zwiesch nach weiter besto bleibt. Ich gebe kurz op den Projekt vun der neuer Sportzahl mat Schwemm agoen. Mir hunn an Spe dat hat man schon mat op de Wegin en Akkorde Prinzip par rapport zu engem neue Gabarit vun dem Kulturminister krit, weil du war ja wie negativ, wo du die ganze Planung nach enker huet miste vu 4 las goen. No dem Akkorde Prinzip sinn d'Ekippen Lonées umschaffen fir a Richtung vun engem APS ze goen. Dat geschieht aktuell op technischem Niveau am mat de Büro d'Etüden, die do impliéiert sinn, sodass die Erbechten am Gange sinn, do wo mir als Gemeng oder als Gemengen lo impliéiert sinn, wo net mich spät wie nächste Montag eng Reunion ass, dat ass par rapport zu der Piscine, weil do eng ganz Reihe aner Gemengen, die fréier auch als Piscine fir de Schulsport genutzt hunn, dat Techt Rösbad Mompech, Berdorf an Konstorf, da so eng Demont vu wat bëllech do, gesimmer als Martine Gemengen, fir iwwer ze summen erbeg doch an der Piscine an noch am Kader vun wéi ha no die Piscine ausgelöscht gëtt, du schwätzt man dann dats eng Diskussion iwwer gëtt es Syndikat gemach oder gëtt eng Kofinanzierung gemach an déi Diskussionen die Firma nächste Montag mat de Gemengen an voilà, sobald wie man en APS hun de man vun den Ekippen könne präsentéiere Mengen springen man den noch ganz gerne mat an der Gemenge rot. Da giwech zum Duchtennis kommen. Gif mechide fir Haiers géint Duchtennis so op dem Duch das giwech vis-à-vis Streit kreien, aniwwen do giwech Streit kreien. Ech gif proposéieren den Duchtennisverein so legen Demont und Gemengmersen oder vielleicht kannst du enke am Robert de Boursi am Vierfeld denke gucken, werdet du vun Meigkete ginn, der der Bodenkrit vor der Chemie verletze, das fir mech klo, dat man dat Mä van dat notwendig ass. Dann zu der Sportzahl vom Lycée. Mir hunn regelmäßig Reunionen mat de Vertreter vom Lycée, mir hunn an der letzter Reunion och Drobo geschwert, dat man op et Meigkeet besteht fir hier Sportzahl och den Weekend zu nutzen, wo se am Fong bereet sinn fir eng Ouverture ze machen. Bon, da nachmmer so, dat den Lycée federführend ass, dat sie desideieren do wéi wär da wo an Musinn awer lo net direkt nie gesot an kin davon aus, dat man do awer ein Arrangement fanden. Dem Lycée geht et drum, dat proper zougesperrt gëtt an dat doch keng Sauereien do geschéien. Schmengen dat ass Appppes dat wat Gemeng dann muss assuréieren an do muss man gucken wéi wär da wo. Schmengen mir was noch net richtig, wéi et genau am Basket weitergeht. De Basket waren déi, die Armeechten die Lycée-Saal do benutzt hun, weil keng Stockagemäßigkeiten do sinn. Dat hecht mir muss lo gucken, wéi sich dat man Basket entwickelt an dann muss man se och frohen, ob se normal bereet sinn, weil en andere Verein do sech entwickelt, ob se dem anderen Verein dann och die Strukturen zur Verfügung stellen, die am Fonglo dem Wipperl zur Verfügung gestalten. Wir können lo neicht iwwer dem Lycée sing Kapto desideieren. Voilà. Is du schon abs vergis Basketclub. Den neue Basketclub.
Ich hoffe, dass der Basket nicht verloren geht. Ich meine, so eine terrible Six-Jahre hat schon nach gehabt, mehr wie 160 Kanner, 4 Jahre, und dadurch während der Covid-Pandemie für einen neuen Verein zu gründen, da muss ich mal fertig bringen. Und ich bin aber optimistisch, dass wir das hinkriegen, zum von den Städten gucken, wie motiviert die sind und wie die sich engagieren und gucken, dass die kann dann nicht proper Sport können machen. Ne? Aber es geht just mit den Eltern zusammen. Und das ist klar. Wir haben ein Lastro-Rapport zum Park. Der Kulturminister hat am August einen Restaurationsplan für den Park vorgestellt. Wir noch konnten an einem Kommuniqué de Presse vom Kulturminister gesehen, dass 2025 eine neue Bepflanzung vorgesehen ist. Der Park sieht aber immer mehr desolat aus. Und wir sind der Meinung, dass der Inhalt vom Park nicht so Gemengenhalt soll kommen und dass der Restaurationsplan mit der Gemeinde soll ausgeschafft gehen am Anfang. Und könnte mir das konventionell festhalten, was du eine Möglichkeit. Merci für das froh. Ich teile die Meinung, dass wir teilen die Meinung, dass der Park nicht gut ausgeseit und da doch so weitergehen, dass einerseits der Fakt, dass kein Entretien gemacht wird oder nicht genug Entretien gemacht wird, der Fall nicht so wie gemacht ist, wie wir es selber gemacht haben. Und auch die Antworten, die wir kriegen, wenn wir das ausschwätzen, weil wir sind noch in Kontakt mit dem Ministerium, die sind leider nicht befriedigend. Die Situation ist dem noch nicht gut, stehlen die Meinung. Schluchten gehen auch regelmäßig nicht, wird man auch weitergehen, also die provisorischen Schluchten. Und das ist aber nicht keinem Sinn schuld, dass zu einem neuen Vandalismus an den Park kommt, sodass Graffiti nicht da sind, was die installiert go was Futti gemacht gehen. Da ist auch ein Plan gemacht gehen an mir ob sie noch nach de Message weitergehen, dass wirklich die definitive Installation von Luchten eng groß Priorität misst sinn, wat lo den Inhalt von dem Park ugeht, wüsse mir, dass das Vorstadt seit eng Submission gemacht gin ass, der Tisch dat Kontrakt den op Joa geht. Ich kann schon net genau so vu Wini bis Wini, mit das war am Fong eng Ausschreibung, die gemacht gin ass an eng Firma, die engagiert gouf op eng bestimmten Zeit. Am hun awer wie die Diskussionen waren och mat dem Kulturminister selber eier lo dat heute de Parknis an dem Zustand dass wie lo ass och gefot, dass mir ein Stimme da wären fir selber nees de Park zu kümmern. An du hast gesot gehen okay, los als nach enker du drüber schwätzen, eng Submission gemacht, wir wollen die Submission lo respektieren, weil das kommen durch einer kontraktuell Probleme op. Es sind auch der Meinung, dass wir das besser könnte gerieren an da das nicht eng gesagt von Streiterei zwischen dem Minister oder der Stadt Echternach, das einfach eng sagt von wege Seite Park aus, aber wie wollen wir als egal ob als Stadt Echternach oder als Staat auch präsentieren nobausen an de Park als leider nicht an einem guten Zustand, sodass wir weiter probieren, für die Lösung zu finden, die am sinnvollsten ist, wird die ist, dass Stadt danach früher oder später sich selber nicht um den Entretien von dem Park kümmert. Aber schwer zu glauben, dass den nur dem Park im Moment guckt, auch wann sie dann Leute eine Firma beauftragt haben, um dem Inhalt zu gucken, ist das schwer zu glauben. Du hast selber mit ihnen geschwätzt und kriegst Antworten. Und sie sind nicht ganz befriedigend, was genau hier steht. Also, der Tisch, sie so wir gehen gucken, wir schicken in Lernen gucken, oder was genau so sie dann? Kleine Bütkästen parlamentär, natürlich. Ja. Perfekt, sie. Ja, die ist. Nee, der Feedback aus den, dass du noch geguckt wird, ich meine, die Firma, die sich a priori do kümmert, hat ja auch hier Pannen do angeschlagen, das gebe ich auch nicht machen.
der tiefste Feedback aus mir kümmern als drums an Eise Feedback aus dann eben den okay da merkte doch voilà. Also dir gesieht mir sie noch nicht froh über Situation an Werte noch weiter wann die Situation sich nicht verändert darüber insistieren dass man am Sinn vom Park an auch von der Visibilität nobau sind wann es so wichtigen historische Park ist da musste Joraneströms gekümmert gehen. Luten die provisorisch momentan do sind die ganz null daran. Nee. Net Luchten die am moment sind die gehen overwes 10 Uhr ausgemacht wer da war eng Entscheidung war die an der Autorisation vom Environnement so drastung. Man net Verlass. Wann sos kein weiter frohe sehen dann gef mir recht Merci so an ihr nach schönen Abend wünschen. Merci.